Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, servus Rob, servus Victor, servus Anbu, servus Colts, Skyjack, Emil, André, Chico, Barack Joe, Stemino und Mara. Servus. Ja, ich bin heute mal in Grau gekleidet, war nicht in Rot, weil wie es im Titel seht, der Kaiser Franz ist abgetreten. Ja, traurig, aber wer sich mal so die letzten Bilder angeschaut hat vom Kaiser, ja, war es leider zu erwarten, ne? Aber natürlich nur das Beste für den Kaiser. Der hoffe, er ist an einem besseren Ort, wa? Stimmt das, der Arme? Ja. Ja, mein Gott, 78 Jahre, ne? Jetzt nicht super alt, aber jetzt auch nicht super jung. Ich da so an meinen Opa denke, der mit Mitte 60 von uns gegangen ist. So ist das Leben, ne? Irgendwann muss leider jeder einmal gehen von uns, ne? Ist halt so. Aber natürlich schon Legende, ne? Der Franz. Wäre ja auch mit gute Freunde hier reingestartet, aber dann ist YouTube gleich Error. Sonst hätte ich den natürlich hier eingespielt, den Song. Ja. Ja, Stimino, du hast immer diese Ballerbieren, die einfach nur da sind, um ja zu stänkern und irgendwelche Leute zu provozieren und ja, ist halt so. Ja, der Kaiser ist leider gestern verstorben, ja. Haben sie heute bekannt gegeben und ja. Hoffe ich lebe ich noch lange, das hoffe ich auch, ey. Aber auch nicht zu lange, wa? Solange man fit ist, ist das immer alles gut und schön, denke ich. Weil ich denke, gerade auch beim Kaiser hat man ja auch gesehen, so der war halt nicht mehr fit, war. Also das sah ja schon wirklich schlimm aus. Also, ist sowieso meine persönliche Einstellung. Also, solange man fit ist im Alter, alles gut. Ne, dann habe ich auch kein Problem damit, 100 zu werden, aber keine Ahnung, wenn ich mit 65 körperlich und geistig am Ende bin, Alter, dann, ja, dann zieh den Stecker so, wa? Ist halt einfach so. Leben muss immer noch lebenswert sein. Und wenn das nicht mehr ist, dann. Aber das ist auch nur meine Einstellung, weil das sieht immer jeder ein bisschen anders. Aber ja. Kartoffelpuffer, Servus. Die größte Legende im deutschen Fußball. Ja, kann man so sagen, ja. Doch. Gehe ich mit. Naja, zum Glück sind wir kein Politikkanal, deswegen brauche ich auf Bauernproteste nicht drauf eingehen. Genau, Talkie. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne eingespielt, aber ja, Urheberrecht verbietet das leider, ne? Bist du wieder entspannt mit dem Sport? Letztes Mal war es ja ziemlich grottig. Immer entspannt. Morgen ist Sport. Ich habe immer Dienstag, Donnerstag, Samstag ist bei mir Sport. Aber letztes Mal das Video, die Kommentare war gute Motivation für den Sport. Ja, mein Gott. Die EM jetzt so wichtig für den Kaiser war, weiß ich nicht. Niki, moin. Meine Oma wird Ende des Monats schon 103. Ja, Respekt. Also unsere Oma hier, also meine Stiefoma sozusagen, die ist, glaube ich weiß nicht, 95 oder sowas. Also dafür ist die auch noch echt fit. Ich sag ja, wenn man fit ist im Alter oder fit oder vom Kopf klar und wenigstens körperlich nicht ganz irgendwie am Ende, dann ist alles gut, ne? Bix, Servus, Olli. Ja, jeder geht irgendwann, ne? Das ist der Lauf der Zeit, ne? Ja, ist schon schade, ne? Ist schon schade, dass man dann auch so die letzten Jahre dann auf dem Franz drauf rumgekloppt hat, hier von wegen WM-Vergabe 2,6 und Bestechung und bla und Absprachen und so weiter. Leute, also machen wir uns alle nichts vor. Anders hätten wir eine WM auch nicht bekommen. Ne?
Und mit Sicherheit ist da nicht jede Stimme gekauft worden oder sonst was. Die Lichtgestalt Franz Beckenbauer hat da schon seinen Teil zu beigetragen. Aber dass dann natürlich da auch unter der Hand was gemauschelt wurde, Alter. Bei dem absoluten, nicht halsvoll kriegenden FIFA-Verein, Alter, brauchen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten, ne? Das aber irgendwie den Franz in die Schuhe zu schieben, das fand ich halt auch unterste Kanone, Alter. Und ja, fand ich auch ein bisschen traurig halt. Dass man ihn halt da so angefahren hat und Untersuchung und bla und Sülz. Alter, ganz ehrlich, ey. Sollen sich ficken gehen, sondern solche Leute, Alter. Dann sollen sie die Leute angehen, die da in der Verantwortung sind, weißt du? Ja, dass da irgendwie den Versuch zu haben, den Franz Beckenbauer in die Schuhe zu schieben, Alter, war schon frech. Ich denke auch, dass er ein gutes Leben hatte. Ja. Denke, es gibt schlechtere Leben, wa? Ja, zu Erik D. sag ich gleich mal was. Transferfenster ist ja wieder nur Resterampe. Hm. Briggs, Alter. Ja. Du Trainer bleibt, werde ich keine 60. Dann habe ich aber nicht mehr viel, ey. Ja, ich bin der halbe Kaiser, ne? Chico. Das Beste vom Kaiser bin ich, der Kai. Ja, Ambo, so sieht's aus. Hast du genau recht. Wenn man gesund ist, hat man viele Wünsche, wenn nicht, hat man nur einen. Na, ganz genau. Deswegen Gesundheit ist immer das Einzige, was man an den Menschen wünschen kann. Alles andere ist. Alter, ob du 10 Mehl auf dem Konto hast oder 1 Euro am Ende des Tages, Alter, wenn du nicht gesund bist, na, ist das auch alles für den Arsch. Frohes Neues auf jeden Fall, Roland, ja. Ist denn die ihm Franz aber auch zu Herzen gegangen, die ganze. Ja, glaube ich auch. Und vor allem, er hat es halt nicht verdient, der war der verkehrte Mann, der da in die Verantwortung genommen wurde dafür, ne? Also, dann hättest du mal irgendwelche Verantwortliche vom DFB da in die Verantwortung nehmen müssen, aber die haben sich ja alle schon vorher verpisst und dann die ganze Scheiße auf den Franz da abzuladen, war lächerlich in meinen Augen. Also. Ja, ja, genau, Dejan. Das passt. Das ist eigentlich das Beste, wie du argumentieren kannst, Alter. Es ist traurig, dass es so ist, ja. Logisch, aber so ist es halt einfach im Weltfußball. Ne? Er ist so groß, dass er eine WM für 6 bis 7 Millionen nach Deutschland geholt hat. Katar musste da 1 Milliarde zahlen. Ja, ist halt so. Kobel im Sommer, was meinst du? Wie findest du, dass der FC Bayern nichts zum Tod des Kaisers veröffentlicht hat? Selbst Schalke, Werder, Real Madrid, etc. haben das schon. Ja, ich denke mal, wenn der FC Bayern das macht, wird da was Vernünftiges kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die was schon veröffentlicht haben. Ich habe das gerade nur auf der FAZ gelesen, gehabt die Meldung von der DPA halt. Deswegen war mir klar, dass es nicht irgendwie Fake News ist oder sowas. Und deswegen habe ich es halt mit in den Steam-Titel genommen. Der FC Bayern da jetzt schon was bekannt gegeben hat oder nicht. Also ich denke, wir müssen jetzt nicht auf dem FC Bayern da irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie was Negatives einreden, Alter. Also ich denke, der Franz hat schon ein Alleinstellungsmerkmal beim FC Bayern wie, ja, vielleicht Uli Hoeneß, der ein bisschen mehr hat, aber ansonsten gibt es über den Franz nichts zu diskutieren beim FC Bayern, Alter. In keinster Weise. Ja, von daher. Und nur weil da jetzt eine Social Media Abteilung bei Twitter von anderen Vereinen vielleicht schneller ist, Alter, wen interessiert. GB, Glück auf. Franz Albert Legende hatte gestern erst noch die Doku auf ARD geschaut, ja. Timo Werner zu Tottenham, ja, ist auch besser so. Die Menschen brauchen immer so einen Sündenbock, ist halt leider so im Leben. Bei der WM war es halt der Franz. Ja, aber das war schon wild, also. Aber ja, es gibt immer so, die Leute brauchen immer irgendeinen, ne? Der berühmteste Deutsche im Ausland nach dem Ratzinger. Wahrscheinlich, ja.
Ja, für mich auch, Torki. Also ich sehe das auch so. Den Franz haben wir auf jeden Fall die letzten Jahre richtig schlecht behandelt, ja. Ja. Und wie gesagt, es gab keinen Grund dafür. Ne? In meinen Augen gab es keinen Grund dafür. Habe ich ja gerade schon gesagt, also dass da ein bisschen Geld geflossen ist, dann wenn du eine WM in dein eigenes Land holen willst, das ist halt leider im Fußball mittlerweile so, dank den super Leuten, die da in der FIFA hocken. Also, ganz ehrlich. Ja, Maradona ist gottgleich, ne? In Argentinien. Egal, was er sich gekokst und sonst was hat, ne? Das ist. Aber so sind wir Deutschen halt auch, ne? Ich meine, sehen wir ja hier auch auf dem Kanal, wir kritisieren ja auch viel den FC Bayern. Oder an Josua Kimmich und sowas. Wir Deutschen sind halt einfach so. Oft, ne? Wohl, der Kimmich hat's verdient, sind wir uns einig. Ja, aber ansonsten sollten wir einfach mal mehr gönnen, wa? Ist halt echt so. Wir haben jetzt viele Talente im Kader. Ne, im Kader sind die ja noch nicht. Quadrago von Schalke soll auch noch kommen. Ja, es sollen ja so viele kommen. Stellen am besten bald eine zweite Bundesligamannschaft. Bayern lässt sich Zeit für einen Nachruf. Sowas soll nicht überaus gebrochen werden. Ja, alles gut, also. Wie gesagt, da muss man jetzt nichts irgendwie daraus konstruieren, wa? Der Franz ist Ehrenpräsident, ja. Na klar. Franz war schon geil bei uns, auf jeden Fall, ey. Franz war halt noch einer von der alten Schule, ne? Dieses halt noch, geht's raus, spielt's Fußball. Da wurde auch noch die Schelle verteilt. Wenn einer 20 Minuten keine Performance gemacht hat, dann wurde der auch ausgewechselt. Knallhart. Dann wurden Rückpässe verboten. Ja, das waren noch Zeiten, Alter. Da war Fußball noch Fußball, ne? Ich weiß, so die Jungen können das nicht nachvollziehen. Hat sich ja die letzten Jahre alles schon hart verändert. Dürfte es heute wahrscheinlich auch die Spieler gar nicht mehr so ansprechen. Die würden sich ja gleich in irgendwelchen Sachen gemobbt fühlen oder sonst was. Ja. War halt noch eine andere Zeit, ne? Das kann ich dir nicht sagen, was mit Palinja was wird. Der Freund hat mich noch nicht informiert, ey. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Normalerweise telefoniere ich immer einmal am Tag mit ihm, aber heute ist zu beschäftigt, weißt du? Morgen knallen nämlich die Transfers raus bei uns. Ich kann zum Anlass die Playmobil-Parodie von Harald Schmidt zum Leben des Kaisers sehr empfehlen. Ja, warum bleibt eine Legende Ruhe in Frieden? Ja, Harald Schmidt ist auch Legende. Warum hat Franz nach dem WM-Titel denn aufgehört? Ja, warum hat er wohl aufgehört? Die EM gab es auch nicht kostenlos, Alter. Im Fußball gibt es gar nichts mehr kostenlos. Da müssen wir uns ja wohl alle nichts vormachen, oder? Also wer das glaubt, der ist aber ganz blauäugig. Also ich bitte euch. Kimmich ist wieder im Pornomodus unterwegs, ne? Geil, oder? Also Kimmich sieht wieder aus wie original 80er Jahre Pornostar. Schön den Pornobalken. Aber wenn er dann Rechtsverteidiger spielt, ist das für mich völlig okay. Ah. Kaum neuer kommt der Transferperiode, frech. Ja, Franz war halt eine Type einfach. Ja. Ach, die Jungen waren alle ganz gut, ne? Die eingewechselt wurden gegen Basel. Die wollten sich alle zeigen, die haben alle Bock gehabt, die waren alle heiß. Ganz gut, ganz souverän. Aber wie gesagt, guck dir unsere Jugend an, also. Dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, da sind genug Talente. Frage ist halt, wer
Wer schafft den Sprung, wer nicht, ne? Kann mich noch an die WM 9090 erinnern. Ja, hör mir auf, Legende, ey. WM 9090 war eh die beste WM. Da habe ich mich auch in Lothar verliebt. Bin ehrlich. War eine richtige Männerliebe. Lothar seine Hütten, Alter, gegen Jugoslawien. 35 Meter. Bam! Beste Lothar. 1990 war der beste Lothar, den ich gesehen habe. Den ich mich erinnern kann. Ich sagte, Herr Barster, wenn du in den USA viel Geld verdienst, klatscht der Nachbar Applaus. In Deutschland musst du aufpassen, dass sie dir nicht die Felgen klauen. Ja, genau so ist es auch. Genau so ist es auch. Ja, Rex, hallo. Ja, wir sind halt einfach irgendwie so eine Neider, oder? Wir sind so eine Neidgesellschaft irgendwie in Deutschland. Keiner gönnt dem anderen irgendwie. Weiß ich nicht. Schon wild. Also da sind andere Länder mit Sicherheit angenehmer, was das anbelangt. Ja, aber der Kimmich will doch gar nicht weg jetzt. Das ist ja wieder das Problem. Das auch gelesen, dass der Pep den haben will. Und der will den haben. Aber dasselbe haben wir in der Sommerpause schon gehört. Das hören wir jetzt in der Winterpause. Also wenn der Kimmich geht, maximal nächste Sommerpause, wa? Was hat das hier immer geschwätzt von gestern, nicht? Der Franz eben, ja. Ja, der Franz ist immer wild abgegangen. Aber legendär war dann auch die Szene, wo er alleine auf dem Platz steht, ne? Ja, es war einfach eine Type, ne? Gibt's heute halt nicht mehr. Aber heute ist auch eine andere Generation. Also sind andere Trainer gefragt, ne? Die sieht man ja auch so Magath und sowas, die funktionieren ja heute ja auch nicht mehr. Kannst ja nicht mehr loslassen auf dem Profikader heutzutage. Der wollte da doch keine Zeit für dich, weil er noch anscheinend mit Mukiele oder so verhandelt, der ja auch kommen soll. Hm. Es sind gefühlt an 4 Sechsern dran und zum Schluss kommt keiner. Wäre Palinja eine Verstärkung? Das kommt auf an, wen wir da in Relation setzen. Wenn wir Kimmich gegen Palinja auf die 6 stellen, ist Palinja aber eine 100%ige Verstärkung. Ja, ich denke schon, dass der Dir kommt. Ich denke, dass das auch ein guter Transfer ist. Ja? Wenn wir jetzt mal auf Transfergeschichten eingehen. Ich glaube, das ist schon okay. Er kann Sechser spielen, er kann Innenverteidiger spielen, er kann rechte Verteidiger spielen. Er wird einen kleinen Groschen kosten. Also. Ist der Kumpel von Helby, da fühlt der Helby sich noch ein bisschen wohler, macht dann nochmal 10 Hütten mehr in der Saison. Ist doch alles gut. Mein Gott. Auch wenn er jetzt bei Tottenham nur 199 Minuten gespielt hat bisher. Also brauchen die ihn auch nicht wirklich. Mein Gott. Und ganz ehrlich, was sollen wir jetzt da einen Innenverteidiger für 100 Mille holen und dann? Also es ist ja nicht so, dass ein Minje jetzt ein halbes Jahr weg ist. Also er ist in 4 Wochen wieder da. Es können nur 2 Innenverteidiger spielen. Also ich fände das schon okay. Fände das schon ein guter Transfer. Meinetwegen hier noch, wie hieß er, Mukiele oder was? Ein Rechtsverteidiger, der wirklich ein gestandener Rechtsverteidiger ist, also damit wir den Mazraoui da mal ersetzen können. Wenn Kimmich nicht Rechtsverteidiger spielen will. Dazu vielleicht ein Sechser und alles ist gut. Kimmich sieht aus, wie er spielt. Aber mit dem Pornobalken gefällt er mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, der ist auch gut, Barak Joe. Ja, weil die Jungen noch was zeigen wollten halt, ne? Die waren heiß, hat man ja gesehen. Hundenah, die auch einen schönen Abend. Männerliebe mit Lola. Ja, Lothar war eine Maschine zu der Zeit, ey. Ja, naja. Der Tuchel hat's nicht leicht gerade, ne? Jetzt wurde er ja schon dazu gezwungen, den Kimmich immer als Rechtsverteidiger zu stellen. Musste wieder einen Pavlovic auf die 6 stellen. Eieiei. Aber Leimer ist ja wieder im Mannschaftstraining, also.
Wird ja wahrscheinlich gegen Hoffenheim schon wieder anders ausschauen. Ja, auf jeden Fall war der Loder eine Maschine in den 90ern. Er hat jetzt endlich seine Normalform erreicht. GB, der war böse, ey. Ja, das war doch nur ein Freundschaftsspiel. Das wollen wir doch noch nicht überbewerten. Wenn, dann erst in Hoffenheim. Oder gegen Hoffenheim. Ich bin ja zu Hause. Wenn er da auch so liefert, dann können wir reingehen, GB. Dann bin ich bei dir. Aber Freundschaftsspiel will ich jetzt nicht überbewerten. Alles gut. Musst du mal schnell einkaufen? Ja, dann aber Flotti, ne? Roland, danke. Wen interessiert, ob der WM-Titel 1990 verdient war? Wir sind 34 Jahre später. Also. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Der Meister! Ja, der Franz hat schon gute Sprüche rausgehauen, ne? Oder auch seine Bankettrede nach dem Lyon-Spiel. Haben wir auch den Kaiser zu verdanken, dass wir dann die Kurve gekriegt haben. Ja, eben. Ich fühle das halt auch nicht so. Na, mir ist das auch wurscht, ob der 199 Minuten gespielt hat. Bei Tottenham. Mein Gott. Wie gesagt, für mich ist es eine gute Verstärkung, kann 3 Positionen da abdecken, ist variabel. Und wenn er nur Ergänzungsspieler ist, dann ist das so. Also ganz ehrlich, wen juckt's jetzt? So, in der Regel spielt er ein Opa, in der Regel spielt er ein Delicht, wenn alles gut läuft. Ja, mein Gott. Und wer weiß, vielleicht schlägt er ja sogar ein und macht Druck auf die und ist doch aber ein Transfer ohne Kopfschmerzen, wenn der klappt. Ne? Also das denke ich auch. Und machen wir uns nichts vor, du wirst in der Winterpause nicht irgendwelche Leistungsträger von einem anderen Verein gekauft kriegen. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Sei denn, du machst den Geldkoffer aber richtig auf. Conny war verletzt. Ja, der ist wieder im Mannschaftstraining heute. Ist wieder dabei. Ich weiß nicht, was er hatte, ob er nur erkältet war oder sowas. Nur gelesen, dass er wieder im Mannschaftstraining ist. Porridge soll die Rückrunde über in der ersten 11 stehen. Naja. In der Hinrunde hätte er das sein müssen, ja. Dann hätte man gucken können. Also jetzt in der Rückrunde kommen halt Spiele, Alter, da musst du halt... So, da kannst du dir eigentlich keine Experimente mehr leisten. Weißt du, wie ich meine? Klar, Pavlovic ist gut, keine Frage. Er ist aber halt auch noch jung, hat wenig Erfahrung. Die 6er-Position ist schon extrem wichtig. Ja. Klar, vielleicht packt das, ja. Kann man jetzt nicht sagen, er wird es nicht packen, auf keinen Fall. Aber wenn du dann so an Champions League Viertel, Halbfinale denkst, da ist dann halt nochmal ein anderer Druck. So, deswegen sage ich ja, man hätte das in der Hinrunde machen müssen. Man hätte in der Hinrunde gucken müssen, ihn einsetzen, so packt das, kommt er klar. Ist er dann noch eingespielt mit der Mannschaft, alles drum und dran. Hättest du ganz locker machen können, hast du nicht gemacht. So, und deswegen musst du darüber nachdenken, Sechser zu verpflichten. Traurig, aber wahr. Weil Pavlovic war schon in der Hinrunde genauso stark, wie er jetzt ist. Hat er in der Vorbereitung gezeigt. Ne? Aber Tuchel ist halt einfach nicht der Coach dafür. Ich glaube nicht, dass man in so einem Testspiel verlangen kann, dass die Alten alles aus sich rausholen. Da geht es darum, sich nicht zu verletzen. Ja, ich denke, der Sané hat alles dafür getan, dass er sich nicht verletzt. Das können wir so stehen lassen. Ja, aber ganz ehrlich, Testspiel brauchen wir nicht bewerten. Erste Halbzeit fand ich eigentlich ganz gut. Ja, auch diese Aufstellung hat mir gefallen, auch dass wir vorne Pressing versucht haben, was auch ganz gut geklappt hat mir gut gefallen. Also war jetzt nicht so schlecht. Ja, wir haben es wie immer, tiefstehender Gegner, wir konnten uns nicht wirklich 100%ige Torchancen erspielen. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten habe ich schon gute Ansätze gesehen, war jetzt nicht so schlecht. Zweite Halbzeit, ja, was willst du da bewerten, Alter? Auf beiden Seiten 100.000 Mal gewechselt. Also. Und am Ende ist es ein Freundschaftsspiel und gut ist. Ja.
Wochenende wissen wir mehr. Wenn wir dann so ein Spiel gegen Hoffenheim machen, dann können wir das kritisieren, aber ich denke, da wird anderer Zug drin sein. Ich will nicht so viele neue, was wird dann aus unseren jungen Talenten? Die werden dann gar nicht mehr eingewechselt. Aber ist nur meine Meinung. Einfach einen RV und IV kaufen und einen offensiven Flügelspieler am Ende. Wo zauberst du denn jetzt einen offensiven Flügelspieler her? Der kommt doch im Sommer. Mitte Pavlovic setzen, gut ist. Wenn Pav verletzt ist, kann dann Kimmich ran. Punkt. Ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Also ich habe da auch kein Problem mit, ne? Wenn man sagen würde, der Pavlovic ist jetzt unser Sechser hier. Aber glauben tue ich es nicht. Hi Kai, hier ein junger Bursche, der noch 6 Tage im Bachelor Arbeitsstress ist. Schöne Grüße aus München. Eine Frage, bei welchen Transfergerüchten würdest du dir am ehesten wünschen, dass sie wahr wären? Transfergerüchten. Da gibt es ja so viele im Moment. Ich habe da gar nicht so den... Erstmal dir viel Glück, ne? Und nicht so viel Stress bei deiner Bachelorarbeit. Ich habe da nicht den einen Spieler, wo ich jetzt sage, der muss kommen. Das muss halt alles auch passen, so, weißt du? Preis-Leistung und sowas. Palinja kann ich halt absolut nicht einschätzen. Keine Ahnung. Ich kann die Spieler beurteilen, wenn sie bei uns sind. Weißt du, das ist immer schwierig so. Dafür gucke ich zu wenig andere Fußballspiele. Dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist so eine Kanone, die musst du unbedingt verpflichten. Wie gesagt, ich denke mal, so ein Eric Dier ist ein Transfer, den kannst du machen. So, der ist kopfschmerzfrei. Mal abwarten. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass bisher noch nichts passiert ist. Ehrlicherweise. Also ich habe eigentlich erwartet, wo die Transferphase gestartet ist, so erst knallt jetzt, zack, hier, das sind unsere 3 Spieler, die haben wir verpflichtet und gut ist. Aber wie man sieht, klappt das alles nicht so. Weil du willst den Spieler haben, dann muss der Verein wieder gucken, kriege ich denn auch einen Ersatzspieler für den Spieler? Weil sonst hat der Verein einen zu wenig. So, dann muss der Verein, der da wieder den Spieler haben will, der muss dann auch wieder gucken, kriege ich einen anderen Spieler? Ist halt in der Winterpause katastrophal, ne? Was ist mit unserer Bayern-Strategie auf junge Talente zu setzen? Ja, Briggs, die ist ja nicht vorhanden, siehst du doch. Siehst du doch. Also wie gesagt, wenn man von Mazraoui so überzeugt ist, ich weiß es ja nicht, ich bin es persönlich nicht, aber wenn man das ist, der ist jetzt 4 Wochen weg oder was, oder ich weiß gar nicht, ob der überhaupt weg ist ja noch leicht verletzt oder was. Ja, hättest du auch jetzt auf Rechtsverteidiger irgendeinen jungen Wilden da reinsetzen können für 4 Wochen. So. Die Frage ist, was sind die Ziele so, weißt du? Wenn der Verein jetzt so denkt, so, ja, wir wollen dies Jahr auf jeden Fall um Champions League-Titel spielen, so, dann ist halt schwer, ne? So, dann musst du halt jetzt 3 gestandene Spieler kaufen. Wenn du sagst, yo, wir wollen trotzdem Champions League-Titel spielen, aber nicht um jeden Preis, dann kannst du halt auch die jungen Wilden da reinhauen, aber das ist halt immer so eine Sache. Wahrscheinlich tun wir uns deswegen auch so schwer mit der Transferphase mal wieder. Weil der Verein möchte wahrscheinlich eher lieber da die Jugendspieler eingesetzt sehen. Und Tuchel möchte da lieber die gestandenen Spieler haben, weil er seinen Erfolg dann gefährdet sieht. Ne? Ja, der ist auch gut, Barakjo. Der ist auch gut. Tut mir leid für den Rest der Welt, aber diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus nicht zu schlagen sein. Bleiben als RV und Kimmich auf der 6 gegen Hoffenheim, dann wird es schwer mit 3 Punkten im ersten Heimspiel. Vielleicht überrascht Tuchel uns ja auch. Vielleicht ist ja Leimer da noch nicht ganz fit und Kimmich spielt einen Rechtsverteidiger. Und Pavlovic auf der 6. Dann war auf dem Platz unsichtbar auf dem Feld gegen Basel. Ja, der wollte sich ja nicht verletzen, haben wir doch gerade gehört. Nee, Sané war wirklich nicht zu sehen. Aber nochmal, I don't know.
Müssen wir nicht überbewerten, bewerten wir dann am Samstag. Nee, Freitag spielen wir, ne? Bewerten wir dann am Freitag. Bin halt gespannt, ob Müller spielt oder Koman. Das wird interessant sein und interessant wird halt sein, ob Kimmich wieder der Sechser ist. Aber es war auch wieder eine Frechheit, dass Kimmich wieder jede Ecke geschossen hat, oder? Gegen Basel. Also nach den ersten 4 Ecken habe ich mir gedacht, Alter, lass es einfach sein. Jede Ecke wurde schlechter. Wo kommen die Sounds her? Aus meinem Computer. Welche Strategie? Ja, das ist ja die Frage, GB. Ne? Das ist die Frage, welche Transferstrategie wir haben. Ja, der Louis kommt ab und wann mal rein hier und grüßt dann kurz. Habe ich mit ihm so abgesprochen. Top-Transfers wie Werner zu Tottenham sind möglich. Ja, aber wo ist der Werner denn noch ein Top-Transfer? Werner war ein Top-Transfer, wo er von Leipzig nach Chelsea gegangen ist. Ist dann irgendwie in eine schlechte Phase gerutscht, ist dann zurück nach Leipzig und konnte sich da auch nicht durchsetzen. Also ganz ehrlich, wenn du dich bei Leipzig nicht durchsetzen willst, was willst du dann beim FC Bayern, wenn das jetzt auf FC Bayern bezogen ist? Und wo soll Werner spielen, Alter? Fühle ich nicht. Wo er zu Chelsea gegangen ist, ja, da hätten wir uns um Werner bemühen müssen. Eigentlich schon vorher. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir brauchen kein Timo Werner, Alter. Olli, mach das mal, ne? Na, es gibt ja nicht so viel zu bequatschen heute eigentlich. Jetzt erstmal über Tennis, Handball reden, genau. Nee, ich glaube, heute geht nicht ganz so lang. Ja, aber das war ja auch die Schuld des Trainers da, ne? Ich fand den Transfer auch nicht schlecht von Danny Blind. Ja, bei uns keine Minute, nun steht er auf Platz in Spanien als Stammspieler. Ja, aber es ist, weil die Leute halt keine Chance bekommen haben bei uns. Ja. Aber das war ja auch seine Rolle. Er wurde geholt, wenn halt irgendwas passieren sollte, dann hättest du ihn gehabt. So, weißt du? So, dafür wurde er geholt. Ich hab's halt auch nicht verstanden. Du hättest ihn halt auch noch mal ein Jahr binden können. Aber hat er wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt, weil er gesehen hat, so, dass er nicht spielt, ne? Spielerlei mit Kaufoption im Sommer für die IV und RV und Palinja kaufen, dann läuft das schon. Naja gut, Eric Dier willst ja nicht mit einer Option kaufen, weil der Vertrag läuft ja aus. Wenn, dann willst du ihn jetzt kaufen. Aber so wie ich gelesen hatte, wollen die ja auch dann nur irgendwie einen Jahres- oder 2-Jahres-Vertrag machen oder was erstmal. Ja, und Rechtsverteidiger stand ja eine Leihe im Raum mit Kaufoption. Ja, warum nicht? Hört sich doch alles nicht so schlecht an, aber zieht sich halt schon wieder alles wie Kaugummi, so das ist so ein bisschen, ne? Hat er schon die letzten Spiele gemacht, unser Lieber? Ja, ich weiß. Basel ist Vorletzter in der Schweizer Liga, auch das weiß ich, GB. Aber ich habe auch vorhin die Tabelle vom Kicker gesehen. Habt ihr gesehen, die Ranglisten? Warte, ich gucke mal, ob ich die hier auch aufrufen kann. Sané ich weiß gar nicht, ob der unter Weltklasse war, oder was haben die den einkategoriert? Ich fand es aber gut, dass ich weiß ja nicht, inwieweit ihr da drin seid in den Ranglisten bei Kicker, aber Kimmich fand ich ganz interessant, der ist ganz schön abgekackt. Ich guck mal. Fand ich schon ganz interessant, ey. So. Nee, Top-Spieler wollte ich nicht, ey. Defensive Mittelfeldrangliste. Bundesliga Sommer 2023. Nee, das suche ich auch nicht. Wir können die ja gleich mal durchgucken. Wir können ja mal gucken, wo unsere Bayern-Stars so sind, Alter. Offensives Mitte für die Außenbahn ist der Leroy, wa?
Da ist er. Nivo ist Weltklasse beim Kicker. So, GB, das hast du jetzt davon. Genau, die aus der Premier League. Ja, da wird Mbappé kommen. Ja, na klar. Oder dann hau rein. Danke für die ausführliche Antwort. Ich würde ja Gertruda von Feyenoord hart feiern, aber irgendwie scheint Bayern zu zögern. Hoffentlich wird das nicht bereut irgendwann. Ja, wir haben schon bei so vielen Transfers die letzten Zeit gezögert. Aber sagt mir gar nichts. Ne? Wie gesagt, ich bin leider nicht so drin in so andere Mannschaften. Alina scheint zumindest etwas zu brennen für den Job. Ja. Genau, Ruhe und Frieden. Das muss man geteilt sehen. Tuchel mag das Konzept nicht. Freund ist an ein paar jungen Talenten dran. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ich habe schon so das Gefühl, dass Tuchel so ein bisschen umschwenkt. So Richtung Jugend. Muss man mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich würde Zubimendi auf der 6 bevorzugen, aber mich fragt der Freund ja nicht. Ja, mich leider auch nicht. Zu Paulinie, er ist in den wichtigen Statistiken ganz vorne dabei. Eine seiner Schwächen, er bekommt viele Karten. Ja, gut, die Statistiken kenne ich ja auch, ne? So ist ja nicht. Deswegen sage ich ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung, wenn du ihn gegen den Kimmich stellst. Mir ist richtig aufgefallen, dass erstmal die Ecke von links, die ja Kimmich schlägt, er jedes Mal Ewigkeiten braucht, bis er seine Position hinten rechts wiederfindet. Ja, er ist dann erst auf die 6er-Position gelaufen, beziehungsweise auf die 8er-Position, ne? Habe ich auch gesehen. Aber irgendwann hat das dann geschnellt. Ach, Kacke, ich muss ja doch noch weiterlaufen. Aber ansonsten war es doch okay vom Kimmich als Rechtsverteidiger, fand ich. Wir haben genauso viel Transferstrategie wie Spielsystem. Ja, im Moment ist wild, ne? Niklas, servus. Ich mochte Werner als Fußballer noch nie, ist mir zu eindimensional. Strategie ist alles wollen, nichts kriegen. Ach nee. Ich glaube schon, dass da ist schon, die sind ja schon dran im Hintergrund. Aber nochmal, das Problem ist natürlich, wenn ein Verein in der Winterpause einen Spieler abgibt, muss er natürlich auch einen Spielerersatz haben. Ne? Es sei denn, du hast einen überblähten Kader. Der Werner er hat schon eine gute Zeit gehabt, wo er nach Chelsea gegangen ist. Also da war der schon stark zu der Zeit. Was mich an den Ecken nervt, ist, wenn ein Spieler merkt, dass es nicht klappt mit den Ecken oder Freistößen, dann gibt man das dem Spieler an einen anderen Spieler ab. Egal, was der Trainer sagt. Alles andere ist egoistisch und total unverständlich. Oli rennt bei mir natürlich offene Türen mit ein. Erst recht, wenn man Führungsspieler sein möchte, ne? Die Schweden sind keine Holländer, das hat man ganz genau gesehen. Ja. Was ich gesehen habe, ist, dass Palhinha sehr gute Pässe in die Spitze schießt, super aus der zweiten Reihe abschließen kann. Seine Grätschen sind auch nicht zu verachten, er kann den Ball halten. Ja, ich glaube, es ist ja jetzt nicht das Wichtige bei uns, ob du gut aus der zweiten Reihe schießen kannst oder die Pässe in die Spitze hinkriegst. Also. Aber wenn er das natürlich zusätzlich kann, natürlich Bombe, ja. Aber ansonsten geht's ja bei uns um den Sechser erstmal um andere Qualität. Weil Leute, die das Spiel aufbauen, sollten wir eigentlich genug haben. Olli, hau rein. Und so leicht kommt man dann irgendwie nicht vorbei. Ja, das ist das Wichtige, ne? Und dass er halt auch da ist, wo er sein muss. Blind ist jetzt der Zweite in der Liga, der lebt gerade seinen Traum. Ja, warum nicht? Ein kurzes Wort noch zu Franz. Das ist nun ganz gruselig im Nachgang. Ich habe gestern Abend die Sportschau eingeschaltet, da war gerade Interview mit Franz und ich dachte, das sei schon ein Nachruf. Der Tagesschau war nix und ich dachte, gut, der ist einfach nicht mehr gut beisammen. Heute die Nachricht, dann Hammer. Ja, aber der, wie gesagt, wenn man da die paar Bilder gesehen hat, so, der war halt schon echt hart angeschlagen, ne? Schon wild.
Sané muss halt dringend an seinem Mindset arbeiten, aber daran arbeitet er ja schon die letzten 6 Jahre, Alter. Hat der Pep ihm schon 3 Jahre eingeklopft und jetzt ist er das 3. Jahr bei uns, oder? Ja, die ist auch Weltklasse, wenn er will. Er will nur nicht so oft, ja. Ich glaube schon, dass er will, aber dann irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Weil sie hat ja auch eine gespaltene Persönlichkeit und die eine will, die andere nicht oder so, keine Ahnung. Du befürchtest, dass die Bayern im Winter den Transfermarkt verschlafen werden? eFootball Master, Servus. Nächstes Jahr kommt Alonso. Aha. Bin gespannt. Ja, gut, da gab es jetzt auch nicht viel zu sehen beim Spiel, wa? Gegen Basel. Wie gesagt, die erste Halbzeit kannst du ein bisschen dir hernehmen, so, ja. Aber die zweite Halbzeit kannst du, die jungen Spieler haben einen guten Eindruck gemacht, die waren heiß. So, der Rest ist Wurst. Also, das war jetzt nichts, was irgendwie. Werner war beim ersten Mal RB stark, ja. War er auch. Sorry, Werner war nie gut, hatte fast einen Herzinfarkt, als die Gerüchte aufkamen, dass er eventuell nach München kommt. Am besten mit Klopp als Trainer, dann wäre mein Glück perfekt. Aber Werner ist der perfekte Spieler für ein Klopp-System eigentlich. Werner war schon gut. Ich kann ihn auch zwar auch nicht gut leiden, aber der war schon gut zu seiner Zeit bei Leipzig. Ja, genau. Werner kann halt nur ein Spielstil. Ja. Das sehe ich auch so. Wen würdest du jetzt verpflichten? Ich würde einen Eric Dier verpflichten. Nee, keine Ahnung. Stecke ich nicht drin in dem Transfermarkt, Alter. Kann ich dir nicht sagen. Ich beurteile die kommen. Ich habe keinen Wunschtransfer bei uns. Da soll ich mir irgendwas wünschen? Ich habe ja eh keinen Einfluss darauf. Pep will Sané angeblich wieder. Ja, jetzt sag ich ja. War schon nach dem ersten Jahr die Rede, Blasels. Ja. Das ist genauso, als wenn Pep sagt, top. Verstehst du? Wenn Pep sagt, er möchte einen Spieler wieder, ist das genau dieselbe dumme Gelaber. Du beschwerst dich ja immer, dass wir bei tiefstehende Mannschaft kein Tor schießen. Also ist es doch gut, wenn Palhinha die dann aus der zweiten Reihe machen kann. Ja, es wäre generell mal gut, wenn wir aus der zweiten Reihe mal mehr schießen würden. Also ich meine, wir haben ja auch Spieler, die das können. Kimmich kann das ja auch. Ja? Können wir den Kimmich ja mal positiv hervorheben. Wir haben mal gesehen, dass ein Harry Kane das kann. Aber es ist ja meistens nicht gewünscht bei uns irgendwie. Julian, guten Abend. Hey, wir probieren das halt einfach dann zu wenig, ne? In solchen Spielen. Und klar, wie gesagt, ich sehe gerne Tore aus der zweiten Reihe. Sehr gerne. Frank Lampard, alter Legende, was das anbelangt. Maschine. Kennt mich alle 100 Jahre. Ja, weil das halt auch zu selten versucht, ne? Da wird ja immer eher noch der Chipball gesucht und hier und da. Ist halt einfach nicht unser Spielstil aktuell. Wer ist dieser Dragusin, an dem wir jetzt dran sind? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und wer sagt, dass wir da dran sind? Radu Dragusin, oder was? Rumänischer Fußballspieler. Abwehr-Innenverteidiger, rechts. Beim FC Genua. Marktwert 20 Mille. Mhm. Hauptposition Innenverteidiger, Nebenposition rechter Verteidiger, linker Verteidiger. Ja, der ist erst 21. Was soll der Tuchel denn damit? Ei.
Weiß nicht, ob der Tuchel damit warm wird, du. Heavy muss das auch selbst machen. Ja, macht er doch zwischendurch. Ein Jorginho von Lyon war früher so ein geiler Freistoßschütze. Hätte gern einen zuverlässigen Schützen für uns. Ja, wir haben früher auch geile Freistoßschützen gehabt. Allen voran Mehmet Scholl, Alter. Er hat eine geile Friese. Ja, sieht schon wild aus, ne? Ja, bei uns ist halt, keine Ahnung, bei uns macht alles Kimmich halt. Er muss einfach weg, Alter. Es ist gar nichts gegen ihn persönlich, aber wenn die Trainer da nicht trauen, da irgendwie mal was zu machen, Alter. Wenn ich schon sehe, dass der Kimmich bei jedem Freistoß da steht, dann kriege ich schon zu viel. Junge. Obwohl gegen Basel durfte ja Harry Kane auch einschießen, oder? Mann, Mann, Mann. Ja, der ist auch gut, Park, so. Ja, der Reagel war auch eine Type. Aber hat es ja bei uns auch nicht leider gepackt. Ja, was soll der Tuchel mit dem 21-Jährigen? Da kommt er wieder nicht mit klar. Er muss ja wieder entwickeln, den Spieler. Ich weiß es nicht, ob man den Tuchel da nicht Unrecht tut, aber bei uns, er legt es einfach an den Tag, oder? Dass er keinen Bock hat auf junge Spieler. Weiß nicht, woran es liegt. Wohl, Opa ist ja jetzt auch noch nicht so alt und ein Davis, aber irgendwie kriegt er den Davis ja auch nicht in die Spur und ach, ich weiß es nicht. Den Freund so weitermacht, holt Tuchel Alonso. Ja, wir können es ja auch machen wie die Dortmunder und wir holen den Alonso als Co-Trainer. Dann darf der Tuchel noch im Hintergrund stehen, darf sich Cheftrainer nennen und hat nichts mehr zu sagen, weißt du, so ein Ding. Das gerade kotzen, wenn er zum Eckball geht. Ja, zwischendurch hat er ja mal einen guten drin, aber wie gesagt, wenn du so 4 Stück geschossen hast, I don't know. Ich meine, Sané stand auf dem Feld, ein Pavlovic stand auf dem Feld. Da kannst du halt mal sagen, komm, schieß du mal. Weißt du? Aber da werden wir uns noch solange der Kimmich bei uns in der 11 steht, werden wir uns darüber aufregen. Ist halt einfach so. Ich finde das lustig, wie Kimmich dann immer von der linken zur rechten Eckfahne joggt. Ja, das ist halt auch so lächerlich, ne? Du musst dir das mal vorstellen. Da sind 11 hochbezahlte Fußballer auf dem Feld und nur ein einziger darf die Ecken schießen. Junge, da kannst du einen Werbespot einspielen, bis er auf der anderen Seite ist. Schon wild. Freund und die Talente, Alonso macht daraus die Megatransfers und unser Festgeldkonto platzt. Ja, das macht doch keinen Sinn. Das wirst du beim FC Bayern auch nicht erleben. Warum soll mir denn ein Ausbildungsverein werden wie Borussia Dortmund, Alter? Wo wäre denn der Sinn? Das ist doch sinnfrei. Das heißt, dass viele Spieler in der Rückrunde auf dem Prüfstand stehen. Ja, das hieß es auch schon, dass viele Spieler letzte Saison auf dem Prüfstand standen und da haben viele Spieler sowas von unterperformt und sind immer noch im Verein. Oder soll auch prominente Namen stehen wie Kimmich, Goretzka, Gnabry und Davis. Von Choupo sollte man sich trennen. Ja, aber alle Namen, die da stehen, kannst du halt, ne, kannst du weiterreichen. Er wandert, das kannst du nicht als Joggen bezeichnen. GB, du bist heute aber böse. Das Beste ist, wenn er dann hinten fehlt. Ja, mein Gott. Ach, Kimmich darf. Meinetwegen darf Kimmich weg. Ich habe mittlerweile genug davon. Mein Maß an Kimmich ist voll, leider. Vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr hätte ich da noch 100% hinter dir gestanden. Mittlerweile ist mein Maß voll. Wegen mir, Alter. Hier, gib ihn in den Rucksack, kann er gleich nach England zum Pep wandern und alle sind glücklich.
So, wir sind den Spieler los, dass endlich mal alle anderen Spieler mal mehr in der Verantwortung gehen müssen. Ja, was sie so nicht tun, wenn Kimmich da ist, irgendwie, warum auch immer, ich weiß es nicht. So, wir kriegen endlich vielleicht mal ein paar andere Schützen bei Standardsituationen. Nichts gegen Kimmich, Alter. Ist ja auch ein guter Typ, mit seinem Pornobalken ist ja auch ein bisschen sympathisch und so. Aber ich kann den nicht mehr fußballerisch, kann ich den bei uns nicht mehr sehen. Es tut mir leid, ey. Ja, auf Rechtsverteidiger meinetwegen, lass ihn da noch rumdümpeln, aber zentral, nee, bitte nicht. Kann's nicht mehr. Das macht mich kaputt, ey. War gegen Basel war die komplette rechte Seite offen nach dem Eckball. Ja, nach dem Eckball ist bei uns alles offen, Alter. Unsere Innenverteidiger sind im 16er, der Einzige, der da hinten steht, ist Fonsi. Also. Das ist jetzt nicht wirklich ein Argument, wa? Ja, Herr Kimmich ist ein bisschen falsch, er hat sich halt verirrt. Ne, der ist erst auf die 6er-Position gelaufen und dann hat er weiter gedacht, er muss doch nach rechts laufen. Ja, aber sonst. Wir haben das größte Festgeldkonto aller Teams und das weltweit. Jo. Was dann doch passiert ist, so wie Toro nie machen können. Natürlich nicht. Das kannst du mit keinem Trainer machen. Außer mit einem Trainer, der halt absolut in seinem Verein verliebt ist. So. Deswegen kannst du das wahrscheinlich in Dortmund machen, was da gerade abgeht. So, das hättest du sonst mit keinem anderen Trainer machen können. Ist doch klar. Er ist aus meiner Sicht nicht mal mehr ein guter Erfolg. Ja, das kann man halt noch nicht beurteilen, ne? Wie gesagt, es war nicht so schlecht gegen Basel. Der hat Einfluss gehabt aufs Spiel, hat die Position aber gehalten, im Großen und Ganzen als Rechtsverteidiger. Ja, gut, seine Flanken waren noch nicht on point, aber guckt euch die Ecken an, also das bräuchte halt ein bisschen wahrscheinlich, aber er war auf jeden Fall ein besserer Rechtsverteidiger, als es Mazraoui die Saison war. Also. Aber das ist jetzt auch nicht die ganz große Kunst, ne? Mein Maß ist bei Sané voll. Die 5 Spiele im Jahr, die er gut spielt, kriegt eine Legendennummer, hat aber fast nie Bock. Ja, da ist mein Maß schon letzte Saison voll gewesen. Diese Saison fand ich echt okay bisher. Aber ja, wir müssen mal gucken, wie die nächsten 3-4 Spiele sind. Ob er jetzt wieder den Arsch hochkriegt oder ob jetzt wieder die Lethargie Einzug erhält und er wieder die nächsten 15 Spiele keinen Bock hat. Gerade Außenverteidiger sollten eigentlich schnell sein. Ach ja. Schnelligkeit ist nicht alles, ey. Sehen wir doch beim Fonsi. Also Fonsi, ich würde sagen, gibt es einen schnelleren Spieler in der Bundesliga? Ich glaube nicht. Wenn dann um 0,1 km/h oder sowas. Und was bringt das? Katastrophe, Alter. Defensiv wie offensiv. Also. So, was bringt dir da die Geschwindigkeit? Warum sind eigentlich unsere Abschlüsse so schlecht? Wir lassen echt viel liegen. Kane ist in dem Fall der einzige Lichtblick. Ja, ist doch der einzige Stürmer. Ja, soll ich dir sagen? Müller muss halt Spielzeit haben, wa? So, das ist so das Problem bei Müller, würde ich sagen. Sané hat doch für seine Verhältnisse genug Tore gemacht. Ja, Coman ist in keiner guten Form. Musiala ist auch noch auf der Suche danach. Und dahinter wird schwer, wa? Dahinter wird schwer. Also wir sind halt irgendwie so. Unsere Abwehrspieler könnten bei Standards auch noch ein bisschen gefährlicher sein, finde ich. Aber auch da geht uns immer viel ab, so wenn Müller nicht spielt. Der Müller war immer super gefährlich bei Ecken, ne? Er hat da immer für Unruhe gesorgt und komische Aktionen gemacht und sowas. So, das ist uns halt auch ein bisschen abgegangen. Und so schlecht können wir ja nicht sein, wenn wir die meisten Tore geschossen haben in der Bundesliga. Also muss man halt auch immer alles ein bisschen relativ. Ja, gut, wenn die 2 Spiele gegen Bochum und Darmstadt rausnehmen, sieht das wieder alles ein bisschen anders aus. Das weiß ich auch, aber wir meckern halt auf hohem Niveau, wa? Sagen wir es mal so. Trotzdem können wir uns einige Spieler nicht leisten. Das Konto kann nie voll genug sein. Ich denke schon, dass wir uns so ziemlich jeden Spieler leisten könnten. Wir wollen es halt einfach nicht. Was auch völlig richtig ist. Ja, wir sollten immer noch so. Ich meine, wir haben schon die letzten Jahre viel Identität verloren, wie man sieht. Ne? Es wird Zeit, dass man da mal wieder einen anderen Weg einschlägt und nicht die Sanés für 20 Millionen Jahresgehalt und so verpflichtet. Also
Wenn du so einen Harry Kane verpflichtest, der 25 Millionen Jahresgehalt hat und dann liefert, ist das völlig fein. Aber alle anderen Spieler, die damit, keine Ahnung, kannst die Reihe durchgehen, Alter, vorne. Alle. Die sind alle überbezahlt. Sané, Coman, Gnabry, wollen wir gar nicht anfangen. Haben wir letztes Mal schon gehabt, das Thema. So, da musst du mal von wegkommen, Alter. Du brauchst wieder Spieler, die beim FC Bayern spielen wollen, weil es der FC Bayern ist. Die kommen den Oberlippen-Pornobalken, der ist verheiratet. Der Frau spreche ich jeden Geschmack ab. Die steht jeden Morgen neben jedem 70er Pornoschnauz auf. Ja, aber Geschmäcker sind doch verschieden. Ich hab das schon zu Mara gesagt. Ich denk mal so in 1-2 Monaten hören wir wieder Kimmich, der nächste Braten ist in der Röhre, so, weißt du? Ich denke, das ist so ein Geschmacksding. Immer wenn er einen Pornobalken hat, ist das nächste Kind auf dem Weg. Haben die keinen Freistoßguru geholt? Was sagt der eigentlich zu den Ecken? Ja, wir sind doch stark verbessert. Hast du das nicht gelesen? Wo habe ich das denn gelesen? Irgendwo habe ich das gelesen. Hat sich voll gelohnt, der Barry. Der Barry, ja, dafür haben wir den ja geholt. Damit unsere Standards so stark werden. Ribéry hat auch einige Zeit gebraucht für Konstanz. Auf wen bezogen jetzt? Auf Sané oder was? Der 3 Jahre bei uns ist? Ich bitte dich. Ribéry hat aber nie irgendwie den Kopf hängen lassen, abgewunken oder so getan. Ich habe keine Lust, Alter. Das ist ja auch das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Dasselbe bei Gnabry halt. Der läuft auch darum, als wenn er keinen Bock hat. So, das sehe ich aber bei Coman immer noch ein bisschen anders. Der hat immer Bock, der versucht, der will, aber der kriegt es im Moment nicht auf den Platz. So, aktuell hast du das Gefühl, der kommt ja noch nicht mal gegen Spieler vom FC Basel, kommt er nicht im Zweikampf vorbei im Dribbling, Alter. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also da geht gar nichts mehr gefühlt. Ganz wild. Dann kannst du halt auch einen Müller dahinstellen, weißt du? Der kommt nicht mit Speed vorbei, aber der kommt vorbei. Da haben wir auch nicht schnell. Ja, jetzt nicht so schnell, wie es heutzutage war. Es ist immer schwierig, so Fußball aus anderen Zeiten zu vergleichen, ne? Da war der Fußball halt auch noch nicht so schnell. Mal abgesehen vom Zickler damals. Aber ansonsten, da war ja nicht so die Regel, dass die Spieler so schnell waren, wie sie heutzutage sind. Heutzutage hat jede Mannschaft hat vorne 2, die abgehen wie Carl Lewis, Alter. Ja. Aber ja, also du kannst viel auch ohne, ne? Dass du super schnell bis Wetten machen. Das haben wir auch gesehen. Erinnere nur an das Spiel gegen Mainz, Alter, wie der Davis da abgekocht wurde. Von dem jungen Jaus. Der war gefühlt 10 km/h langsamer, der hätte ihn halt einfach ausgedribbelt, Alter. Der kam gar nicht am Ball, der Davis. Der kam gar nicht in den Zweikampf rein. Also, Geschwindigkeit ist nicht alles. Ja, der Barry ist das, der Co-Trainer, den er geholt hat. Der ist dafür zuständig. Und solange der Barry nicht sagt, es schießt jemand anders die Ecken wie Kimmich, macht ein Tuchel das auch nicht. Jetzt mal, wenn Kimmich redet, sich ein Walrus. Also ich finde das gut. Das zeigt auch Charakter und zeigt, dass man, weißt du, dass man eine Identität hat. Musst du dir ja doch erstmal trauen, Alter, mit so einem Pornobalken in der heutigen Zeit rumzulaufen. Macht ihn für mich sympathischer auf jeden Fall. Sag ich euch, wie es ist. Muss halt schon Eier für haben. Ja, wir reden ja auch nicht von Weltklasse hier. Und nochmal, es geht ja nicht darum, ob man Weltklasse wird oder nicht. Es geht einfach um die Ausstrahlung, die man hat auf dem Feld. Und wenn man bei den Spielern das Gefühl hat, so, ja, die tun alles, was in ihrer Macht steht, die haben Bock, die wollen, die sind da für diese Mannschaft, für den FCB, dann ist doch auch alles gut. Ja? So, dann kannst du ja auch mal 10 schlechte Spiele haben. Solange du weiterhin versuchst, den Arsch aufzureißen, ist doch alles gut. So, aber das Gefühl hat man halt bei vielen Spielern bei uns nicht. So, und das ist das Problem. Warum holen wir kein Weltklasse IVRV wie Marquinhos oder Militao? Ja, weil es die Wintertransferphase ist, Alter. Wer gibt denn solche Spieler ab? Der Erfolg ist ein scheues Reh, der Wind muss stimmen, die Witterung, die Sterne und der Mond. Na, ist das der. Gerard,
Servus Kai, ich habe gerade die Nachricht erfahren von Franz. Traurig. Der nächste Abgang nach dem Gerd von der großen Mannschaft der 70er. Ja. Ja. Ja, ja. So ist der Lauf des Lebens, ne, Gerard? Irgendwann ist alles vorbei, ey. Die Pornobalken müssten sie das Gesicht wegen Jugendschutz das Gesicht verpixeln. Ach, Chico. Bundesliga-Scorer ist Platz 4 Sané. Ja, wer sagt denn, dass das schlecht ist? Hat doch keiner gesagt. Bot, was ist denn los? Fühlt sich jetzt gerade angegriffen, oder was? Hat doch keiner gesagt, dass Sané schlecht ist. Also ich hab's zumindest nicht gesagt. Wie gesagt, die Runde war völlig okay aus meiner Sicht. Aber dass der Kicker ihn auf Weltklasse einordnet, fühle ich halt nicht. Also Weltklasse ist für mich ein Spieler, der nicht 4, 5 Spiele komplett lustlos über den Platz trottet. Selbst wenn er die anderen 11 Spiele Weltklasse ist. Also da gehört für mich ein konstantes oberes Niveau dazu. Aber das ist, interpretiert ja jeder für sich anders. Ja. Das ist ja auch gut so. Schnauzer bei Männern sind mega. Siehste? So sind die Geschmäcker halt. Ich finde, dass viele Bayern-Fans die schreckliche Schmach gegen einen schwächeren Drittligisten ziemlich herunterspielen. Dieses Spiel war sogar noch peinlicher als das Aus gegen Holstein Kiel mit Weg. Welches Spiel denn? Meinst du jetzt das bei Saarbrücken aus, oder was? Ich müsste das irgendwann mal machen. Ne? Ich müsste mal wieder den Bart komplett abrasieren. Weil dann erschrecke ich mich wahrscheinlich selber im Spiegel. Ja, Bot, nochmal. I don't know, wa? Wir brauchen nicht über die Statistiken reden. Wir brauchen nicht darüber reden, dass Sané eine gute Hinrunde gespielt hat. Wenn der Sané gerne gefeiert werden möchte, ja, dann soll er halt mal in jedem Spiel den Eindruck machen, dass er Bock hat. So. Punkt. Das tut er nicht und von daher wird er halt nicht von jedem gefeiert. Fertig. Wenn er seine scheiß Einstellung mal in den Griff kriegen würde, wenn er mal zeigen würde, ich mache, ich tue, ich hab Bock und nicht nach 2 Pässen, die er nicht kriegt, abwinkt und die Spieler ignoriert und den bockigen kleines Kind spielt, wie ein 12-jähriges, verzogenes Mistblach, Alter, dann muss sich in Sané auch keine Kritik anhören. Punkt. Fertig. Und bei Guirassy hat man sowas nicht gesehen. So, wenn der kommt, gibt der Gas. Punkt. Ja, wir brauchen nicht über Zahlen reden. Wir reden ja auch nicht davon, dass ein Sané eine schlechte Hinrunde gespielt hat. Er hat aber wieder trotzdem 4, 5 Spiele gehabt, wo er einfach im Platz war und ein Totalausfall war und er gezeigt hat, dass er keinen Bock hat. So, und deswegen ist er für mich persönlich nicht in Weltklasse einzusortieren. Das ist mein Take. Nicht mehr, nicht weniger. So, dass du da einen anderen Take hast, ist für mich auch völlig okay. So, aber da muss man jetzt nicht irgendwie anfangen, ja, den Guirassy feiern alle und es geht einfach um die Art und Weise, so. Und die Art und Weise sehen wir seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Das ist das doch. Ja, nochmal, wenn das irgendwie so eine Phase wäre und man sagt dann, oh ja, jetzt hat er eine schlechte Phase, vielleicht private Probleme, was weiß ich. Kann ja alles sein, sind alles Menschen, ne? So, aber er kriegt es ja nie hin. Also jedes Mal siehst du diese Einstellung. So, und das geht dann halt vielen Leuten auf den Sack. So, und wenn du die ersten 2 Jahre mal anguckst, hast du gesehen, oh ja, Sané hat eine gute Phase, yippie, 10 Spiele, super Weltklasse und danach ist er wieder 20 Spiele nicht zu sehen. Und deswegen sind die Leute halt skeptisch bei ihm. So, und das ist doch auch okay. No, soll er doch jetzt die Rückrunde performen, wer die Hinrunde performt hat. Und dann können wir doch sagen, Sané hat eine starke Saison gespielt. Aber dann ist er für mich persönlich immer noch keine Weltklasse, wenn er in der Rückrunde wieder diese 4, 5 Spiele hat, wo er keinen Bock hat. So. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn das für dich Weltklasse ist, was du beim Sané siehst, ist doch gut. Hab ich persönlich kein Problem mit. Aber da muss man ja nicht versuchen, die Leute zu überzeugen jetzt. Also, was soll das? Wir müssen hier kein missionieren. Ey. Für mich ist das so, für dich ist das so, für GB ist das grottenschlecht, was ein Sané gezeigt hat. Und ja, so hat jeder seine Meinung halt. Ne? Ist doch völlig fein. Wie mit dem Schnäuzer bei Männern. Ja? Da müssen wir ja auch nicht irgendwelche Statistiken rausziehen, dass, was weiß ich, Schnäuzerträger netter sind oder was weiß ich denn. Ist doch einfach so.
Der nächste Magnum, nein. Keiner kann Tom Selleck werden, Alter. Was ist los, ey? Das ist der einzige Grund, warum ich Blue Bloods gut finde. Wir haben einen Spielstil, der Speed bei den Verteidigern schon etwas wichtig macht. Ja, sehe ich beim Fonsi, wie wichtig das ist. Männer sollten alle wieder einen schönen Schnur-Zwiebelbart tragen, wie zu Wilhelms Zeiten. Eieiei. Aber gibt's doch. Genug Männer, die so rumlaufen. Genau. Das erste Rätsel, das Game ich lösen darf, ist, wie man einen Sechser spielt. Eieiei. Der Ribéry hat auch nie den Kopf hängen lassen. Also beim Ribéry hast du zumindest nie den Eindruck gehabt, dass er keinen Bock hat. So, das meine ich halt. Ne? Oder auch beim Robben. Klar haben die schlechte Tage gehabt, war nicht immer Weltklasse. So, aber die sind nie über Platz gelaufen, so, ach ja, bin jetzt hier, aber eigentlich will ich gar nicht hier sein. So, darum geht's doch. Das ist die einzige Sache, die beim Sané so ist, Alter. Ist doch völlig okay, wenn er mal schlechte Tage hat, aber ja, da muss man einfach eine andere Ausstrahlung am Tag legen. Es passt halt nicht zum FC Bayern, Punkt. Meine Meinung. Kann jeder als anders sehen, wie er möchte. Lieber ist top, 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 genau. Deswegen hat Pep ja auch gesagt, Lieber ist top, 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 deswegen lasse ich ihn zum FC Bayern ziehen. Weil ich ihn der ist unverzichtbar in meiner Mannschaft. Vielleicht auch schon zu viel gewonnen und zu viel Geld. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Steckt man nie drin, ne? Baus in Haus, guten Abend. Ist halt immer schwierig, weil es ist halt immer schwer zu verstehen, ne? Man sieht halt, keine Ahnung, 15 Spiele so und dann siehst du 5 Spiele so. So, in welchen Einklang passt das? Warum ist das so? Es muss ja irgendeinen Grund haben. So. Irgendwas läuft ja da nicht nach der Nase oder hat er schlecht geschissen oder was weiß ich? Ich weiß es nicht. So, aber das ist ja konstant so. Ist ja einfach konstant so. Du musst ja froh sein, so wie die Hinrunde war. Ich glaube, er hat jetzt schon so viele gute Spiele, wie er sonst in den 2 Jahren vorher hatte bei uns. So, und das ist ja traurig, dass man das so hervorheben muss. Ne? Das ist doch das Traurige an der Sache. Du freust dich darüber, dass ein Spieler 3/4 von seinen Spielen gut spielt. Oder sehr gut spielt, davon nochmal die Hälfte. Darüber freuen wir uns. Das ist unser FC Bayern-Niveau mittlerweile. Da sind wir angekommen. Wild, oder? Und das beim Spieler, der 20 Millionen verdient. Nicht bei irgendeinem Nachwuchsspieler oder bei irgendjemandem, der auf seinen Durchbruch wartet und vielleicht 8 oder 9 oder 10 Millionen verdient. Nein, beim Spieler, der 20 Millionen verdient, ist das so. Ja. Und dann reden wir natürlich auch gleich von Weltklasse, weil er in der Vorrunde 3/4 seiner Spiele mal auf einem guten Niveau bestritten hat. Ja. Aber wir reden ja sowieso immer gleich. Eine gute Halbserie und du bist ja Weltklasse. Ist ja nun mal so. Motivation, ja, Motivation sollte da sein, wenn man Profifußballer ist, ne? Kai, rasier dich, ja, müsste ich echt mal machen. Ja, dann kann ich 3 Wochen mich nicht zeigen, Alter. Müsstest dir auch erstmal die Erlaubnis von der Mara einholen, GB. Kurasi hat 20 Scorerpunkte als Mittelstürmer gemacht und alle feiern ihn wie das 8. Weltwunder und Sané wollen schon wieder alle verkaufen. Ja, aber vergleich doch mal diese beiden Spieler. Wo kommt denn der Gurasi her? Was verdient der? Bei welcher Mannschaft spielt der? Und dann nehmen wir Leroy Sané. Was verdient der? Wo kommt der her? In welcher Mannschaft spielt er? So, das muss man halt mal ins Verhältnis setzen, wa? Aber ja, ich gehe da mit. Der muss auch erstmal seine Leistung bringen, mal über 1, 2 Jahre. Ne? Klar, der hat einen guten Lauf, natürlich. Logisch.
Aber warum willst du den nicht feiern, Alter? Den kannst du für 15 Mille kaufen. Also ist doch logisch, dass man den gerade feiert. Und nochmal, der stellt sich halt nicht dahin und macht den Eindruck, als hätte er keinen Bock. Ist mir auch schon passiert. Musst du schnell wieder wachsen. Wie ist dir passiert? Chibi, ich muss mal ein Bild sehen von dir. Messi steht auch meist nur rum. Ja, aber Messi macht nicht den Eindruck, dass er keinen Bock hat. Wenn er nur rumsteht. Ja, wie gesagt, mein Gott, das ist wie mit dem Ergebnisfußball, den wir spielen. Ja, das ist genau dasselbe. So, der eine mag das, sagt, boah, wir haben so eine geile Hinrunde gespielt, wir stehen so gut da, super FC Bayern, super Tuchel, alles ist gut, alles ist schön. So, und der andere sieht das ein bisschen anders, weil er guten Fußball sehen will und sagt, ja, mal jetzt so semi, ja, Ergebnisse stimmen, der Rest ist so mittel. Und so ist das halt auch bei Spielern. Ne? Das ist auch völlig gut so. Gibt ja auch genug, sagen, die Kimmich ist immer noch ein Weltklasse-Sechser. Also die gibt's ja auch, die Leute. Das ist ja auch gut so. Das ist ja das Schöne an Fußball. Es gibt halt 100 Millionen Meinungen und ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, ne, dann bräuchten wir ja auch nicht hier so einen Quatsch machen. Dann setzen wir uns in eine Runde und sagen, alle, ja, klasse, natürlich sehe ich ganz genauso. Boah, wir sind uns voll einig, super. Also, macht ja keinen Sinn, wa? Ah. Aber ja, für mich ist das halt keine Weltklasse. So, ich ziehe mich halt daran hoch, dass Kicker den in Weltklasse einsortiert. So. Das ist der einzige Spieler, der Weltklasse ist auf Außen. Dann haben wir noch einen mit internationaler Klasse in der Bundesliga, das ist Chris Führig von Stuttgart. Und dann haben wir nur noch nationale Klasse. Wo übrigens auch der King drin ist. In nationale Klasse. Wenn ich jetzt überlege, dass King nationale Klasse ist und ein Sané Weltklasse, ja, dann fällt mir leider ein Ei aus der Hose. So, weißt du? Ja, King hat keine gute Form. Vollkommen richtig. Aber dass der Sané jetzt auf einmal so viel besser sein soll wie ein Koman, Alter, nee. I don't know. Fühle ich halt auch nicht, diese Aussage. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, so jeder hat seine Meinung, wa? Bei der Oberlippenfrisur von Kimmich konnte ich gegen Basel sehen, was er zu Weihnachten gegessen hat. Ja, gucken wir. Sané ist momentan der beste Flügelspieler der Welt, ja. Eieiei. Barak das sind sehr schöne Zitate. Kannst du gerne weiterführen. Ja, wenn du ein Typ bist für einen Schnauzer, ist das ja auch geil, oder? Aber das muss ja, ich sag ja, da gehört Mut zu. Das hat der Kimmich auf jeden Fall. Mir ist das egal, aber die wollen den jetzt halt den Vertrag verlängern und dann müssen halt lieber jetzt sagen, dass man Sané nach der Saison verkauft. Ja, warum soll man den Sané nach der Saison verkaufen? Das glaube ich nicht. Warum ist Sané besser als Salah? Möchte nur mal deine Gründe hören. Ja, die würde ich auch mal gern hören. Zini, Prost. Das sind alles gute Fußballer, nur sie können nicht Fußball spielen. Das passt diese Saison sehr gut zu unserer Mannschaft eigentlich. Das passt sehr gut. Zumindest zu 3/4 aus dem Team, Alter. Aber jetzt mal ernsthaft, wurde von Freund nicht angekündigt, dass nicht so abläuft wie im Sommer und zum Beginn der Transferphase Spieler verpflichtet werden. Jetzt haben wir den 8. Januar. Ja,
Aber wie gesagt, also ich habe mir auch was anderes erhofft. Ja. Aber wie wir alle wissen, Wintertransferphase, ja. Was soll ich dir sagen? Was willst du machen? So, du willst einen Spieler von der Top-Mannschaft haben, wo vielleicht nicht irgendwie, aber selbst wenn er nur Ersatz ist, wie der Erik Dier, dann müssen die ja trotzdem erstmal einen Ersatz finden, falls bei denen einer ausfällt. So. Und so geht's weiter, der Rattenschwanz. Ne? Das ist halt, ist im Winter halt alles Schitte. So, und jetzt wartest du darauf, ob Tottenham oder auch, was weiß ich, wer da noch in der Verlosung war, von Chelsea oder was weiß ich, vom PSG, und wo wir nicht angeblich überall dran sind. Jetzt wartest du darauf, dass die abgebenden Vereine irgendwann sagen, jawohl, wir lassen den Spieler ziehen, wir haben selber Ersatz gefunden. So, entweder passiert das, oder es passiert nicht und du stehst wieder ohne Spieler da. Oder du sagst halt den wie beim Dir oder was, der ein halbes Jahr Vertrag hast, wenn du jetzt hingehst nach Tottenham, sagst, hier hast 20 Mille, dann sagen die natürlich auch, ja komm, kannst schon mal mitnehmen. So, das sind der Way to go, den du hast. Entweder bezahlst du komplett über, oder du musst dich gedulden halt. Und hoffen, dass irgendwas passiert. Aber das war ja abzusehen, dass das so kommt. Schau mal Kolo Muani an, wie der geliefert hat. Letztes Jahr, was geliefert er jetzt in Paris? Wer sagt dir, dass ein Gurasi bei einem anderen Verein auch so performt? Ja, keiner sagt das. Ja, ist ja vollkommen richtig. Du kannst ja nur das Hier und Jetzt bewerten. Hast du vollkommen recht. Also es ist ja immer was anderes, ob du bei Frankfurt spielst, bei Stuttgart spielst oder dann bei einer Top-Mannschaft spielst. Und es kommt da immer darauf an, ob dann da auch ein Trainer ist, der dich unterstützt. So. Das ist doch schon mal das Thema Nummer 1. Ne? Und ob du in der Mannschaft angenommen wirst, was du für ein Typ bist, ob das passt, ob das nicht passt. Das sind doch ganz viele Faktoren. Haben wir doch bei uns auch schon oft genug erlebt. Muss ja nur mal unsere Transfers so die letzten 10, 20 Jahre durchgehen. Was wir für Kanonen verpflichtet haben, die bei uns gar nicht funktioniert haben. Ja, das ist halt einfach so. Ja, Koman ist auch nicht gut diese Saison. Da müssen wir nicht drüber reden. Mir kommt im Moment nicht so richtig rein. Da müssen wir nicht drüber reden. Das macht nichts, Bär. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Weil dann sind die schon lange weg, so oft wie die mir aus der Hose fallen. Nee, Sané bleibt. Ich habe aber das Gefühl, dass Gnabry und Coman im Sommer gehen. Ich habe das Gefühl nicht. Sein knappes Vertrag läuft aus. Weil den will ja keiner haben. Wer soll den holen? Das ist doch das Thema. Die kaufen meistens später im Transferfenster, damit man sich 3 Wochen Gehalt spart. Ja, das ist unsere Prämisse, denke ich auch. Das ist ganz wichtig, dass wir 3 Wochen Gehalt ersparen. Was ja nicht wichtig ist, dass der Spieler jetzt da ist, wenn es auch nur eine Woche Vorbereitung ist, mitspielt. Ist schon richtig. Es macht mehr Sinn, wenn wir den mitten in der Saison dann verpflichten. Freund sammelt die Transfers, haut die alle auf einmal raus. Ich weine gerade sogar wegen Franz Beckenbauer. Victor, das ist völlig okay. Da wird jetzt wieder gewartet bis in die letzte Januarwoche und dann steht man wieder ohne Spieler da. Das kann passieren. Und sagt dann wieder, ja, alles ist alles nicht so gelaufen wie geplant. Ja, das kann durchaus passieren. Sag ich ja. Also,
Wenn das so stimmt, was man liest, dann ist hier auch schon einiges klar mit den Spielern, aber ja, wenn die Vereine keinen Ersatz haben, geben die Spieler halt nicht frei. Haben wir ja erst in der Sommertransferperiode an den letzten Tagen erlebt, oder? Was ja auch völlig normal ist. Wäre ja bei uns nicht anders. So. Aber wenn ich dann so die ganz wilden Gerüchte jetzt höre mit, wie heißt er, Araujo oder was? Von Barcelona, der jetzt unser neuer Halsbringer werden soll in der Abwehr. Eieiei, das sind ja ganz wilde Gerüchte, die da gerade umhergehen. Dass man jetzt De Ligt im Tausch hingeben will oder ein Kimmich oder ein Sané sogar und ach, weiß ich nicht. Komplett wild. Aber ja, die Presse braucht irgendwas zu schreiben, wa? Einzige, was sich in der ersten Hälfte bewegt hat, war der Wind. Ja, guck mal, so ein Spruch müsstest du bei der heutigen Zeit bringen, Alter. Eieiei. Dann wäre gleich Alarm, ey. Ein Deal wird man ja für 5 Mille bekommen, dann zahle ich halt 7 oder 8 und fertig. Ja, gut, ich denke, wenn du den 10 geben würdest, würden die wahrscheinlich direkt sagen, ja, komm hier. Denke ich auch, Vorsicker. Bin ich bei dir. Ich denke auch, ein Deal ist ein Transfer ohne Kopfschmerzen. Ne? Denke ich auch. Und er kann uns halt auch gut tun. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass er kein Fußball spielen kann. Also. Weil einige den ja auch so schlecht sehen. Also ich persönlich sehe das nicht so. Ich glaube schon, dass er passen kann. Redakteure von Kick haben Lack gesoffen. Vom Kicker meinst du? Weiß ich nicht. Also wir können ja mal gucken ins defensive Mittelfeld. Nur mal, um mal zu sehen halt, was hier auch von wegen Sané Weltklasse so. Defensives Mittelfeld gibt es kein mit Weltklasse. Kein. Internationale Klasse haben Chaka und Palacios. Nationale Klasse ist Leon Goretzka auch für 3. Also der erste nationale Klasse. Dann Schlager, Reitz, Stiller vor Kimmich. Kimmich ist 7. Ja. Bild. Wenn wir auf euch wirken lassen. Ach ja. Was Sané fehlt, er ist in großen Spielen nicht da. Wir wären sogar gegen City weitergekommen, aber er hat da einfach versagt. Aber klar ist, ach, das finde ich gar nicht. Weiß ich nicht. Das hat man den Levi auch immer vorgehalten. Das finde ich gar nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass es Sané schuld war, dass wir gegen City ausgeschieden haben. Wir reden immer noch über Mannschaftssport. Also diese Aussagen mit großen Spielen. Also wenn man guckt, ist Sané ja in der Champions League mehr motiviert wie eine Bundesliga in der Regel. Nehmen wir vielleicht mal das Rückspiel gegen Gala raus, oder das Hinspiel gegen Gala, aber da war die ganze Mannschaft nicht wirklich motiviert. Nee, die Aussage fühle ich nicht wirklich. Aber weiß ich nicht, wenn die Statistiken dafür sprechen, I don't know. Ja, wow, nein, der FC Bayern hat eine News rausgehauen. Hätte das nur gedacht. Jupp, aber sieht ja auch noch mit 40 aus. Andere würden ihn darum beneiden. Der ist wie bei mir. Ich sehe ja auch noch aus wie 15. Wintertransfers sind meistens schlechte Transfers. Wenn ein Spieler wegen Motivation den Verein wechselt, hast du keine Garantie, ob der Spieler nicht diese Motivationsprobleme auch bei uns bekommt. Na, weiß ich nicht. Ja, in der Regel sind Wintertransfers nicht die geilsten Transfers, weil du meistens nicht die Spieler kriegst, die bei anderen Vereinen wirklich wichtig sind. Eben aus den besagten Gründen, war. Ja, aber ich glaube schon, dass so ein Erik Dier oder Erik heißt er, war. Ich glaube, der wäre noch mal motiviert bei uns. Glaube ich schon. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, der wird bei uns schon
schon nochmal ein bisschen Härte und so reinbringen, glaube ich. Ich glaube, der wird passen. Über Jahre hat Coman gesagt, dass er lieber Tore vorbereitet, statt selber zu vollenden. Jetzt kommt ein Tuchel, der ihn neu erziehen will, dass er egoistischer sein soll. Natürlich hat King Schwierigkeiten. Denke, dass diese Tuchel-Umstellung ihm auch gut tun wird in Zukunft. Ja, aber das war ja auch schon vorher ein Thema, ne? Dass King ein bisschen mehr Tore schießen soll. Und das hat er ja auch getan, diese Saison. Also für seine Verhältnisse. Aber was ihn halt abgeht, die Saison, ist halt dieses Vorbereiten. Das findet halt kaum statt. Ne? Also er kommt, wenn er über außen kommt, ja gut, er spielt meist über rechts, aber er kommt ganz, ganz selten mal an einen Gegenspieler vorbei. Und das war ja immer Comans Stärke. Ne? Das ist ja gar nicht mehr gegeben. Also ich kann mich nicht an viele Spiele erinnern, wo ein Coman mal seinen Gegenspieler 3-4 Mal im Spiel mal überlaufen hat und stehen lassen hat oder mal mit einem Dribbling vorbeigegangen ist. Immer weg. Immer weg die Bälle. Also gerade dieses Vorbereiten ist ein Coman komplett abhanden gekommen. Wo er so bärenstark war. Ja, zugegebenermaßen, meistens war das über links, ne? Ja, keine Ahnung, aber ist halt nicht mehr unsere Spielweise so, ne? Wir spielen lieber jetzt mit ihm auf rechts. Ja. I don't know. Tut sich halt schwer im Moment, der King. Ist doch egal, dann spielen halt die Jungen. Ja, dann wird man halt dazu gezwungen, dass die spielen. Ja, aber genau das wird passieren, Vorsicker. Genau das wird passieren. Sei denn, Barca möchte ihn nicht abgeben, aber ansonsten passiert das zu 100%. Wenn du mit den 80 Mille hinkommst. Ja, mir sagt der Spieler nichts, also ich kann dazu gar nichts sagen. I don't know, ich weiß nicht, ob er so der Abwehrchef-Typ ist und ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. War schon erstaunlich, wie viel Mille wir die letzten Jahre in die Innenverteidigung investieren und irgendwie I don't know. Weiß ich nicht. Kriegen sich geschissen, da mal ein fertiges Innenverteidiger-Duo mal zu etablieren und da mal den Abwehrchef zu etablieren und zu sagen, du machst das jetzt hier. Ich weiß nicht, Opa waren 45 oder was? Minjay waren jetzt 50, 60. Die Licht waren auch schon 80. Jetzt willst du nochmal 80 Mille investieren? Alter, rechnet euch mal aus, was wir die letzten Jahre in die Innenverteidigung investiert haben. Das ist schon wild, ne? Anstatt da mal die 50, 60, 70, 80 Mille in einen Sechser zu investieren, dass man die Innenverteidigung auch ein bisschen sich mehr auf die Innenverteidigung konzentrieren kann. Vielleicht wäre das mal ein Move. Von der Außenverteidiger brauchen wir gar nicht erst anfangen, oder? Rechter Außenverteidiger ist grausam dieses Jahr und unser linker Außenverteidiger ist bisher auch grausam. Vielleicht sollte man da auch mal überlegen, also weiß ich nicht, man haut da hunderte Millionen in die Innenverteidigung rein und alles drumherum. Ja, dann bringen ja auch die weltbesten Innenverteidiger nichts, wenn der Rest drumherum nicht performen kann. Ey. Dir kann man unter dem Laufen die Schuhbänder binden. Ja, macht doch nichts. Ist doch kein Problem. SCB-Treppe, servus. Frohes neues Jahr. Wo wären wir diese Saison ohne Sané? Na, wahrscheinlich da, wo wir jetzt auch stehen. Im Moment ist schwer zu argumentieren. Ich bleib dabei, dass Koman mein Lieblingsaußen ist. Ja, ist ja auch völlig okay.
Der WM-Ball ist ja kein Lederball mehr, sondern eine Mischung aus Marsstaub, Mondstaub, Gold und Platin. Ja, du musst aber überlegen, welche Zeitalter der Franz mitgemacht hat, ne? Von der Lederball, Alter, der bei Regen so schwer war wie ein Stein, bis dann in den 90er da diese Hightech-Bälle. Da kannst du die Aussage schon verstehen, ne? Stimmt nicht, Dortmund war ein großes, wichtiges Spiel. Ja, mit den wichtigen Spielen, wie gesagt, das sehe ich auch ein bisschen anders. Wenn man es einfach durchzieht und kein Transfer tätigt und eben alles auf die Jugend setzt und das offen so kommuniziert und das Risiko eingeht, nichts zu gewinnen, warum nicht? Jo. Wenn man das mal tun würde, aber da sind wir wieder bei der Trainergeschichte. Das passt halt nicht zum Trainer. Sonst würde man das vielleicht sogar tun. Obwohl ich nicht weiß, was man Harry Kane versprochen hat. Vielleicht hat man Harry Kane versprochen, wir wollen unbedingt, weil Finale in Wembley stattfindet, wir wollen alles versuchen, um in Champions League Finale zu kommen. Weiß man halt auch nicht. Und dann kannst du so einen Move halt auch nicht bringen. Ne? Deswegen sage ich ja, man muss sich jetzt halt mal irgendwo festlegen, welchen Weg du gehen willst. So. Wenn du sagst, du möchtest Jugendspieler integrieren, Blasels, ja, dann musst du jetzt die Stunde nutzen, dass ein Pavlovic gerade so performt, wie er performt. Natürlich mit dem Risiko, dass ein junger Spieler Formschwankungen, Blasels, brauchen wir nicht überreden. So, aber dann brauchst du denen jetzt keinen 60, 80 Millionen Palinja vor die Füße setzen. Wenn dein Ziel ist, du möchtest unbedingt die Champions League gewinnen oder du willst jetzt schon fürs nächste Jahr Finale der Home planen und keine Ahnung. Ja, dann ist so ein Argument für ein paar Linien natürlich da. Da wäre halt schön, wenn man mal so eine klaren Weg sehen würde. Tuche geht dann eh, wenn er nur noch junge Spieler hat, ja. Das denke ich auch. Coman hat das Problem, dass er sehr durchschaubar immer dasselbe macht und die Verteidiger ihn jetzt meist im Griff haben. Ja, aber ist ja kein Argument. Ein Arjen Robben hat auch immer dasselbe gemacht. So. Wenn du dasselbe sehr gut machst, wo ist das Problem? Haben wir beim Arjen gesehen, dass es nicht das Problem ist. Da wusste jeder Verteidiger, der Arjen macht den Move nach innen und schießt aufs Tor. Das wusste jeder Verteidiger. Jeder. Und trotzdem hat er performt. Spaß beiseite, ich finde, wenn Tore nicht vorhat, Kimmich auf der 8 zu spielen mit jemandem Defensivem hinter sich, sollte man darüber nachdenken, ihn gegen Mukiele zu tauschen, plus Geld natürlich. Und Robben ging schon außen rum, wenn der Verteidiger sich für innen entschieden hat. Naja. Wenn dem so wäre, dann hätte der Verteidiger sich immer für innen entschieden, weil ein Robben, wenn er außen rumgegangen ist, so gefährlich war wie ein stumpfes Messer, Alter. Mit viel Glück hat er den Ball noch irgendwie in die Mitte gebracht und nicht Richtung Eckfahne geschossen. Also die Aussage fühle ich gar nicht. Also der Innenverteidiger wusste zu 99%, was ein Robben macht und der hat sich immer darauf eingestellt, dass ein Robben nach innen zieht und nicht nach außen. Also. Und selbst wenn er dann nach außen gezogen ist, hat der Innenverteidiger drauf geschissen, Alter. Weil der Robben mit dem Fuß den Ball nicht in die Mitte gekriegt hat. Also kein Argument. Du empfindest das Rad ja auch nicht neu im Dribbling oder bei sonst irgendwas. Du fängst jetzt nicht an und machst einen Ronaldinho oder was und packst eine Trickkiste von 50 Tricks aus. So, Robben hat seinen Move gehabt. Ribéry hat seine Stärken gehabt. Coman hat seine Stärken. Er spielt seine Stärken aber einfach nicht mehr aus. So, Coman ist auf den ersten 5 Metern, Alter, keine Ahnung. So schnell, als wenn ich mit meinem E-Mini beschleunige. So, aber er kriegt es halt einfach nicht mehr hin, das auszuspielen.
Das ist so ein bisschen das Problem bei Koman gerade. So wie jetzt mit Kimmich auf der 6er oder RV, schadet er uns mehr, hatte den Eindruck, als würde er sich von Pavlo bedroht fühlen und in Schutzmechanismen übergeht, und so geht das nicht. Naja, ich sehe den Kimmich schon als Rechtsverteidiger bei uns, warum nicht? Er ist schon ein IV-Brecher, geht auch Lucio-mäßig ganz nach vorne. Okay. Ja, wie gesagt, mir sagt er gar nichts. Lieber viel Geld für gute Innenverteidiger als 100 Millionen für Leute wie Antonio von United. Ja, nochmal, du kannst ja auch gutes Geld in gute Innenverteidiger investieren, aber da musst du trotzdem erstmal einen guten Sechser davor haben. So, sonst bringt dir halt die... Nochmal, was bringt dir, wenn du einen defensiven Verbundmann nimmst mit der Viererkette plus einen Sechser, was bringt dir, wenn du 2 Innenverteidiger da stehen hast, die jeweils 100 Millionen kosten und bärenstark sind und der Rest, der drumherum steht, ist Durchschnitt? Ja, dann bringen dir die beiden Innenverteidiger auch nichts, das sehen wir doch aktuell. So, guck dir doch mal an, wann unsere Innenverteidigung schlecht aussieht. Ja, und wann sie gut aussieht. Ja, das ist doch schon mal unser Hauptproblem. Und dass ein Tuchel mit dem De Ligt nicht klarkommt, ja, ist halt so. So, die mögen sich nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Hat man halt. Manche Menschen sind einem einfach unsympathisch und vielleicht ist das bei denen so und ja. Deswegen will er ihn halt nicht. Mir tut's leid, also. Aber so ist es halt. Rom hat auch immer wieder denselben Trick gemacht, die Verteidiger haben es nicht kapiert. Auch die haben das schon kapiert, aber war halt einfach so gut, dass es immer wieder geklappt hat. Das ist das ganze Ding. Die wussten ja genau, was passiert, wenn der Ayen den Ball hat. So, das wusste jeder Innenverteidiger oder jeder Gegenspieler. Ja, ich denke auch, unsere IVs sind gut. Mit unserer IV kann ich eigentlich leben, möchte sagen, zu viel investiert sehe ich weniger. Mehr augenscheinlich geringes Vertrauen des Trainers in De Ligt und leider Gottes dessen Verletzungspech. Ja. Aber ist aber egal, sagte anscheinend, keine Ahnung. Ist da einfach eine Disharmonie oder sonst was? Der Azteca Tango war der beste Ball. Ja, weil er ein Tor in der Champions League Finale gemacht hat, ist er jetzt ist wie Oliver Bierhoff, oder? Oliver Bierhoffs Karriere machst du fest am Golden Goal, ansonsten war das ein durchschnittlicher Spieler, Alter. Nein, Koman ist ja schon ein guter Spieler. Und ja, eigentlich ist Koman auch stark in wichtigen Spielen. Also ist keiner, der sich wegduckt oder so. Da bin ich schon bei dir. Aber Koman war sonst auch, Koman war immer der konstanteste einfach außen. Hat halt unter Tuchel Probleme, Punkt. So, wie so viele andere Spieler auch. Ganz einfach. Ist halt einfach so. Das ist im Mund eines Teufels, ist selten ein vernünftiger Satz gekommen. Eier, wir brauchen Eier. Ach ja. Wenn es an mir gehen würde, würde ich dir holen für 5 bis 10 Mille, Kimmich, RV, Pavlovic auf der 6, fertig. Mehr würde ich im Winter nicht holen. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Ja, sag ich so, Eier. Könnte man machen, Vorsicker, auf jeden Fall, ja. Aber wird ja so nicht passieren. Ah, ja, mit dir kann man auch nicht wirklich diskutieren, oder? Ihr sagt ja, dass der Robben immer getroffen hat. Es ging doch nur darum, dass jeder Innenverteidiger wusste, was ein Robben gemacht hat. So, und wie oft ist denn Robben mal nach außen am Innenverteidiger vorbeigegangen? Dass Robben nicht jeder Schuss ein Tor war, darum geht's doch gerade gar nicht. Also, Bild.
In den 70er Jahren ein nasser Lederball im Winter bei minus 5 Grad, ja. So eine Gehirnerschütterung beim Kopfball, ja. Ist auch so, ne? Back vom Einkaufen. Einkaufen ist was Schönes, oder? Mache ich sehr gerne. Ist eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. Viele andere Leute auf engem Raum mag ich richtig gerne. Na, da war es halt so, dass die Verteidiger wussten, dass er zuschlägt. Sie wussten nur nicht wann und wie. Eieiei. Wie ist denn deine Meinung zu Personale Kimmich? Also, was würdest du mit ihm machen, wenn du könntest? Ich würde zu ihm sagen, entweder spielt er Rechtsverteidiger oder ich würde ihn auf die Bank setzen. Punkt. Ich würde ihn mal als Achter ausprobieren, müsste man sich halt mal angucken, ja. Aber Kimmich wäre definitiv kein Sechser. Auf gar keinen Fall. Aber das weiß man auch, wenn man mir zuschaut. Nein, Kimmich ist ja ein guter zentraler Mittelfeldspieler. Es ist ja nicht so, dass er das nicht kann. Aber er ist halt einfach kein Sechser. So. Man müsste ihn halt mal sehen. Mal über ein paar Spiele, wenn er den Achter geben soll. Ob das passt, ob das zu dem Spielstil passt, den der Trainer sich dann vorstellt, wie er harmoniert dann eine Etage weiter vorne. Ja, müsste man halt sehen. Und ob er den Sechser dann nicht da irgendwie in die Parade fährt. Also du müsstest schon einen Sechser dahinstellen, der den Kimmich eingrenzt, wa? Der den Kimmich sagt, bis hier und nicht weiter, Alter. So, das ist mein Teil, das ist dein Teil und bleib ruhig. So, das ist so das Problem beim Josh. Also da musst du schon einen mit Format dahinstellen. Dann würde ich ihn gerne mal sehen auf der 8, ja. Wo ich denke, dass er da arge Probleme haben könnte. Aber ansonsten, er ist ein guter rechter Verteidiger, Alter. Also, let's do it. Und wenn er das nicht spielen will, dann muss er halt im Sommer den Verein wechseln und gut ist. Nochmal, ich glaube, ein Kimmich-Wechsel würde unserem Verein gut tun. Das ist gar nichts gegen Josh. Das ist einfach für die anderen Spieler. Weil guckt euch die Spiele an, wo Josh nicht gespielt hat. Man hat halt das Gefühl, dass die Spieler dann mehr die Verantwortung tragen. So, man hat so das Gefühl, wenn Josh auf dem Feld ist, so alle so, ja, alles gut, Josh ist ja da, alles gut. So, weißt du, ich muss keine Verantwortung tragen, ich mache hier so ein bisschen mein Dingen. So, und wenn er nicht da ist, so, dann ist das alles ein bisschen verteilt und es sieht auf jeden Fall homogener aus. Vielleicht täuscht das, keine Ahnung, aber so kommt es rüber bei den Spielen, wo er nicht auf dem Feld war. Und das ist auch gar nichts gegen Josh. Ja. Ich glaube, er ist einfach so, der die ganze Verantwortung aufsaugt, Alter. Und das scheint irgendwie nicht so wirklich gut zu sein. Zumindest aktuell nicht. Wenn Kimmich sich von Pavlo bedroht fühlt, dann kannst du ihn ab. Ach, der Kimmich fühlt sich doch nicht bedroht. Kimmich kann sich gar nicht bedroht fühlen bei uns im Verein. Er ist der einzige Spieler, der in Stein gemeißelt ist. Dass er immer spielt zu jeder Zeit. Also. Mike, schönen Abend. Ein Kommand, der jedes Jahr, seitdem er Fußball spielt, Meister geworden ist, hat jetzt wahrscheinlich ein Motivationsproblem. Der mochte eine andere Liga kennenlernen, der hat zu lange verlängert bei uns. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du jedes Jahr Meister geworden bist, was er ja ist, mit viel Glück letztes Jahr, wirst du wahrscheinlich die Motivation haben, dass die Serie nicht reißt. Ne? Aber ja, ich gehe da mit dir. Wir haben zu viele Spieler mittlerweile, die zu lange bei uns sind. Wo einfach ein bisschen, ja, frische Luft würde gut tun, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist so ein großes Problem bei uns. Weil die Spieler halt auch nicht wirklich in Konkurrenz gesetzt werden. Das kann man denen gar nicht vorwerfen, ne? Wenn du 9 Jahre, ich glaube, Kimmich ist auch 9 Jahre bei uns, hat alles gewonnen bei uns, ist unangefochten in Stein gemeißelt, immer Stammspieler und Leader und bla und Sülz. So, willst du denen dann vorwerfen, dass seit 2 Jahren so die Formkurve nach unten geht? Weiß ich nicht.
Man hat einfach den Zeitpunkt verpasst, ja, die Spieler in Konkurrenz zu setzen. So. Das tut man halt nicht. Wenn man das tun würde, würde das vielleicht anders aussehen. Haben wir ja bei Goretzka gesehen. So, den hast du einfach mal 4 Wochen rausgesagt, hast die Konkurrenz gesetzt und schon ging die Kurve wieder so nach oben. So, das wird ja seine Gründe haben, ne? Ja. Mm, 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 mm. Heinkes meinte mal, er würde Robben einen guten Rechtsfuß auf links entgegenstellen. Dann soll Robben gegrinst haben. Mm, 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 mm. Naja, das weiß man ja, ne? Mit der Watschen beim Franz. Es war schon alles so eine Fügung. Finde unsere IV tatsächlich überragend an für sich. Wenn man jetzt noch einen holt für die Breite, kann man ja sogar Dreierkette spielen. Was meiner Meinung nach bei keiner Mannschaft so passt wie bei Bayern. Ja, eine Dreierkette wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Zumindest wie Tuchel diese dann interpretieren würde. Würde mich auch mal interessieren. Aber da muss er sich erstmal wieder mit den Führungsspielern einigen, weil, ne, wie unterm Nagelsmann haben sich ja alle gegen die Dreierkette gewehrt. Angefangen bei Neuer. Wird schwierig dann. Hast du noch einen kleinen Funken Hoffnung, dass die Heim-EM in ein paar Monaten keine Blamage wird? Nee, habe ich nicht. Aber ist auch nichts, was mich gerade irgendwie. Keine Ahnung, ich hatte die Hoffnung, wo Nagelsmann angefangen hat, ja. Normal, der Kader ist ja da. Also guck dir den Kader an, das ist ja nicht so, dass du keine guten Spieler hast oder was. Aber es ist halt wie bei uns auch so ein bisschen das Problem, du hast keine Mannschaft. Und wenn du siehst, was jetzt noch Vorbereitungszeit ist, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt Nagelsmann es noch gedreht oder was? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Aber ist auch nichts, worüber ich mir Gedanken mache. Deswegen, ob ich da Hoffnung habe, ganz ehrlich, mich ist mir Wurst. Ist halt leider so. Nationalmannschaft ist für mich leider kein Thema. Selbst wenn sie eine überragende Heim-EM jetzt spielen sollten, ist mir auch Wurst. Sag ich dir ganz ehrlich. Kann ich mir aber bei dem Kader leider auch nicht vorstellen. Weil der Kader hat die gleichen Führungsprobleme, wie wir es in unserer Mannschaft haben. Ich meine, guck die Ergebnisse an, also. Wild. Und das bei der Qualität, die du im Kader hast. Also die Qualität ist ja bei der deutschen Nationalmannschaft besser wie gegen die Gegner, die du gespielt hast. Ja, aber die kriegen es halt nicht als Mannschaft auf den Platz. Ist halt einfach keine Mannschaft. So, und entweder kriegst du das irgendwie hin, was gerade nicht danach aussieht, und dann wird's schwierig, ne? Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie es ja hin. Ich weiß nicht, wie viele Wochen Vorbereitungszeit vor der EM ist. Irgendein Trainingslager und mal zusammen ein Trinken oder was weiß ich was, sich mal aussprechen und I don't know. Man hat ja immer gesagt, so wir Deutschen sind eine Turniermannschaft, aber wenn man die letzten Turniere sieht, ja. Aber dass irgendwie die große Euphorie im Land ausbrechen wird, das glaube ich nicht. Aber das ist auch, ja, das ist auch nicht nur ein Fußballthema, glaube ich. Dafür ist halt gerade zu viel anderer Scheiß auch los. Finde halt Kimmich viel zu langsam für Außenverteidiger. Ich glaube halt, dass er wie als Sechser mittlerweile auch da alles machen wollen würde. Also gegen Basel war das okay, wobei man sagen muss, dass Basel offensiv nicht wirklich stattgefunden hat in der ersten Halbzeit. Wenn Deutschland mit dem Auswärtstrikot spielt, werde ich diese Spiele nicht gucken. Wieso, was haben die für ein Auswärtstrikot? Muss ich mir mal angucken.
Das Rot-Schwarze, oder was? Na, kriegst du auf jeden Fall gerade für 37 Euro im Angebot. Bei Intersport. Also gönnt euch. Ist doch ein guter Preis für ein Nationaltrikot. Rot-Schwarz ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Ist ja schon meine Farbe, aber. Wild. Ist das Herrengröße oder was? Tatsache, ja. Aber nur XL. XL kostet 37,90 gerade. XXL 75. Weil das 3% mehr Stoff, ne? Da müssen die Dicken draufzahlen. Ach ja. Servus und Ripp an unserem Franz, ja. War immer jemand, der Kimmich verteidigt hat, aber langsam sehe ich es einfach nicht mehr, weil er warum auch immer nicht auf der 8 eingesetzt wird und habe das Gefühl, dass er uns mittlerweile mehr schadet. Ja, das ist bei mir ähnlich halt. Das war bei mir genauso. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber bei mir ist jetzt mittlerweile auch so das Maß erreicht. Was auch gar nichts gegen Josh ist, der kann da gar nichts für halt. Weißt du, wenn du als Spieler nie in die Konkurrenz genommen wirst und immer diesen Status hast, ja. So, wie sollst du das am Ende des Tages selber merken, Alter? Ja? Machen wir uns doch nichts vor. Wenn du von deinem Chef tagtäglich in den Himmel gelobt wirst, obwohl du durchschnittliche Leistungen bringst, und deine Kollegen um dir herum dir vielleicht was anderes sagen, dann denkst du auch, ist mir doch egal, was ihr erzählt, der Chef ist der Wichtige. Und das Gefühl hat man so ein bisschen beim Kimmich. Da kann er gar nichts für eigentlich. Wenn man da keine Konsequenzen daraus zieht, wenn man schlecht performt im Leistungssport, so wie sollen Spieler das raffen, weißt du? Ist halt so. Ja, ein Wechsel wäre wahrscheinlich für beide Seiten gut, ne? Ich glaube, für den Kimmich wäre es auch gut, noch mal woanders sich durchsetzen zu müssen vielleicht und performen zu müssen, was er dann muss. Raus aus dieser Wohlfühl-Oase, wo er immer spielt, egal wie und was und wo. Die Frage ist, ob er darauf Bock hat. Den Spieler, den ich am liebsten in der Mannschaft habe als Mitspieler, Trainer, Fan, ist einfach der Ulle. Als mannschaftsdienlicher Spieler ist er absolute Weltklasse. Weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen. Ja, Ulle hat schon einen guten Job gemacht und so, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das haben wir, unsere zweiten Torhüter haben wir immer solche Leute gehabt. Ja. Wir haben immer gute zweite Leute gehabt, die wussten, was ihre Rolle ist, die aber trotzdem gutes Niveau hatten, stark waren, wenn sie gebraucht wurden. Das haben wir ja fast immer gehabt. Da haben wir eigentlich echt immer einen guten Job gemacht. Wissen Sie, wer am meisten Leid hat, der Ball. Ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, wa? Gerhard Berger. Nee, den liebsten in der Mannschaft, von der aktuellen Mannschaft. Boah, ist schwer zu sagen. Man kann halt nur so das Sportliche einschätzen, wa? Also ich glaube, Müller kann schon super, super wichtig sein. Ja. Man muss den Müller halt nutzen, weißt du? Und das wird da leider gerade nicht so wirklich richtig gut. Klar müssen wir jetzt nicht sagen, Müller muss jedes Spiel 90 Minuten spielen, das meine ich gar nicht. Aber man muss den Müller nutzen. Und ihn nicht so irgendwie in die Fresse hauen, wie es ein Tuchel getan hat, über weite Strecken.
Palhinha, Frimpong, Tah oder Varane, die wären so meine Spieler, die ich holen würde. Davis würde ich abgeben. Ja, Fonsi weiß ich nicht. Ich sage ja, das Problem ist gerade, unterm Tuchel hast du bei vielen Spielern das Gefühl, so, die haben keinen Bock oder auf jeden Fall sind sie schlechter geworden. Neben King, also Coman, neben Davis, auch ein Kimmich ist nicht wirklich, aber ja, was soll man beim Kimmich auch verlangen nach den Aussagen, die Tuchel getätigt hat? De Ligt, ja klar, aber der darf ja gar nicht erst spielen. Also ich weiß nicht, was. Tuchel will schon die Mannschaft umkrempeln, aber irgendwie auf eine komische Art und Weise habe ich so das Gefühl. Also weiß ich nicht. Ja, Sané ist der Gegenpol. Sané hat er besser gemacht, auf jeden Fall. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann hört es auch schon auf, wa? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was wir gerade haben. Aber nochmal, alles ist gut, die Ergebnisse sind da, wir meckern hier auf hohem Niveau. Alles ist schicki. Am Ende der Saison knallt die Peitsche und dann werden wir sehen. Ich habe da kein gutes Gefühl, aber wenn ich kein gutes Gefühl habe, ist das meistens besser, als wenn ich ein gutes Gefühl habe. Also von daher. Alles gut. Tah, ja, habe ich ja schon mal gesagt, im letzten Stream auch. Tah habe ich vor ein paar Jahren auch umschieden gehabt. Da hätten die Bayern schon zuschlagen können. Haben sie nicht getan. Bin mal gespannt, ob sie im Sommer vielleicht einen Anlauf machen, aber anscheinend wollen wir ja unbedingt den Typen von Barca da haben. Werden sehen. Naja, Kimmich, was soll Kimmich jetzt noch beweisen? Dass ein Kimmich ein Sechser ist, er ist kein Sechser. Er kann das einfach nicht beweisen. Er ist fußballerisch einfach kein Sechser. Also er müsste sich ja so hart einschneiden in seinem Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Wie war das noch mit dem Champions League-Finale zu Hause gegen die Italiener? Fällt mir gerade nicht ein, wer. Ungefähr 80% Ballbesitz. Die anderen kamen zweimal nach vorne und es endete 0:2. Das war aber nicht das Finale zu Hause. Oder? Du meinst gegen Inter und Milito, oder was meinst du? Das andere war das Finale der Home Chelsea. Mit Drogba. Die Idee. Für die Breite haben wir Gnabry. Ja. Für die Breite. Ne? Aber nicht die Breite im Kaders, oder? Ach ja. Leider Gottes ist das Heimtrikot für die EM unfassbar gut geworden, sodass ich es mir trotz der Gurkentruppe kaufen muss. Ja, gucke ich mir auch mal an. Heimtrikot EM 2024. Nee. Alter, gut, ich habe hier gerade so ein Liedernis gesehen. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist 2022. Leaks Aussehen, Zeitplan. Aha. Ja, okay, das sieht ja aus wie. War das 1990, wo wir so ähnliches hatten? Naja. Naja. Ist jetzt nichts, was ich haben muss. Ja, genau, mit dem Top-Top-Spieler Sané und dem Top-Top-Spieler Musiala und dem Top-Top-Spieler Wirtz haben wir doch dann eigentlich schon genug Spieler, die da vorne marschieren können. Fehlt halt nur noch der Stürmer. Aber Leroy macht das schon. Ist auch Weltklasse. Kein Problem. Wirtz ist ja eh Weltklasse. Musiala ist ja mindestens internationale Klasse, also ist doch schon mal vorne alles safe, Leute. Macht euch doch keine Sorgen. Stellen wir noch Gnabry als Neuner auf, hängende Spitze. Läuft. Obwohl, vielleicht holt der Nagelsmann ja den Werner, wenn er jetzt performt.
Dann stellen wir uns hinten rein, spielen auf Konter, ist mit den Spielern auf jeden Fall machbar. Stellen wir uns halt gegen Schottland in der Gruppenphase hinten rein. Passt schon. Ja, im EM kommt definitiv 15 Jahre zu früh. Nee, man hat einfach auch da den Wechsel verpasst, wie beim FC Bayern war. So, immer noch diese Spieler mit durchziehen und die Spieler mit durchziehen. Ja. Servus, Grüße vom Lilien-Fan. Machst einen guten Job mit deinen Reactions. Weiter so. Kev Scharf, vielen lieben Dank. Rot, das ist doch pink. Wie, das Auswärtstrikot war doch rot. Rot-schwarz. Oder war es ein altes Aus? Ich bin nicht drin in der Nationalmannschaft. Vielleicht war es auch ein altes Auswärtstrikot. Genau, rot-weiße Trikot. Wir wollen rot-weiße Trikot. Jeder, der Deutschland unterschätzt, tut sich keinen Gefallen. Mit Euphorie und ein wenig Spielglück habt ihr Talente, Titel zu holen. Ja, aber es unterschätzt ja keiner Deutschland. Glaubst du ja wohl nicht, dass die Schotten hier hinkommen und sagen, wir unterschätzen jetzt die Deutschen. Ja? Aber die Schotten werden den Schottenfußball spielen und da werden die Deutschen, ja, ich bin gespannt. Aber alles nur gefährliches Halbwissen. Wie gesagt, ich bin nicht drin in der deutschen Nationalmannschaft. Will ich auch gar nicht. Das ist in meinen Augen gerade Zeitverschwendung, leider. Die deutsche Nationalmannschaft wird erst wieder gut, wenn die ganze Abwehr von FC Bayern-Spieler besetzt ist. Das gilt auch für die Offensive. Da fehlt ein deutscher Mittelstürmer vom FC Bayern. Ja, aber es gibt ja keine deutschen Mittelstürmer, die FC Bayern-Niveau haben. Und deutsche Abwehrspieler, ja, ist gerade auch keiner zu sehen, der Bayern-Niveau hat. Aber warum soll die Mannschaft erst dann gut werden? Also die Innenverteidigung kommt aus Dortmund, obwohl wenn sie den Tah mit reinnehmen. Aber den Tah hat man ja letztens irgendwie als Rechtsverteidiger gestellt und so eine Scheiße. Alles komplett Banane, Alter. Weißt du? Das sage ich ja, da ist immer noch keine dass man mal sagt, hier, bam. So, also alles, was der Tuchel bei uns macht, passiert in der Nationalmannschaft gerade nicht. In der Nationalmannschaft wäre halt cool, du sagst, so, das sind jetzt meine ersten 11 Spieler, die müssen die EM bringen. So, die spielen in der Freundschaft spielen und dann testest du vielleicht mal 1, 2, mal ein halbes Stündchen oder sowas. Das wird Sinn machen, so, dass die sich mal ein bisschen einspielen und man weiß, jo, die sind jetzt in der Verantwortung. Aber da ist genau das Gegenteil. Da probiere ich den mal, den Havertz als Linksverteidiger, den Tah als Rechtsverteidiger. Alles Positionen, die völlig sinnfrei sind. Weißt du? So, wenn es darum geht, die EM einigermaßen gut zu spielen, ja, dann nimm das beste System, was diese Mannschaft gewohnt ist, stell die Spieler auf die Position und gut ist, Alter. Wie gesagt, die Qualität ist da, dass du dann auf jeden Fall was reißen kannst. Aber nein, da will man ja gerade irgendwie das Rad neu erfinden und I don't know. Stell halt einen Außenverteidiger als Außenverteidiger, stell die 2 besten Innenverteidiger auf die Innenverteidiger-Posis und gut ist. Also wie gesagt, vorne hast du genug Qualität. Ja, Gündogan jetzt als Kapitän, der da die Mannschaft tragen soll, I don't know, fühle ich persönlich gar nicht. Hätte ich so nicht gemacht, aber gut, ist eine andere Geschichte. Ich meine, war immerhin bei Manchester City auch, war doch City, oder? War er da auch Kapitän, also wird er das ja wohl auch irgendwie hinkriegen, aber anscheinend hat man das Gefühl, er hat doch nichts zu sagen in der Nationalmannschaft, aber trägt die Binde und ja, sind wir wieder bei dieser Neidkultur, dann ist da ein Neuer, der jetzt zurückkommt, dann ist da ein Kimmich, der eigentlich der wahre Chef sein will und ach, Junge, da sind so viele Baustellen in dieser Mannschaft und das sehe ich nur als Außenstehender. Ne? Also ihr, die da mehr drin seid in dem Thema Nationalmannschaft, seht das wahrscheinlich noch ein bisschen besser wie ich. Ne? Also dann immer dieses Jahr, Müller und Hummels sind raus, Müller und Hummels sind drin und jetzt sind sie raus, jetzt ist Heim-EM, es läuft alles scheiße, ach, jetzt ist der Hummels wieder drin und der Müller auch und you know, das so, wie soll das klappen, so, weißt du? Ganz wild. Ganz wild. Kimmich muss laut DFB-Statut bei uns spielen, sonst sind wir zu stark für die Bundesliga. Kann er ja auch als Rechtsverteidiger. Ist doch gut. Eine gute deutsche Nationalmannschaft kann auch ohne Bayern-Spieler gut sein, siehe 1990. War da nicht ein Bayern-Spieler bei, oder was? Ist ja eine Frechheit. Nee, aber die Zeiten sind doch schon lange vorbei.
Guck doch auch mal, welche Spieler bei uns unterperformen. Das sind halt die 4, gut, nimm mal den Sané aus in dieser Hinrunde, aber das sind die 4 deutsche Nationalspieler, die bei uns noch gut. Musiala ist ja neu dabei, aber die 4 Altgesessenen, über die diskutieren wir doch seit 2 Jahren, die bringen doch keine Leistung. Also der Zug ist ja lange abgefahren von Uli seinen Träumen, dass der FC Bayern 80% der Nationalmannschaft stellt. Also, weil die deutschen Spieler gar nicht mehr diese Qualität haben. So, wo sieht man jetzt, oder wo sagst du jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, bam, der Spieler muss unbedingt zum FC Bayern. Ja, Florian Wirtz und weiter. Ja, Jonathan Tah kann man sicher drüber diskutieren, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, der ist ja aber jetzt hier, ist ja eine Maschine. Weißt du? So, das ist doch schon das Problem. Sind halt nicht immer Müller-Spiele, ganz genau. Das ist wie früher mit der DTM mit dem Gewicht. Sagst du dazu, dass Bayern für Quadrado Schalke-Talent ein Angebot mit 5-Jahres-Vertrag abgegeben hat? Ja, warum denn nicht? Why not? Nochmal, die Sache ist ja, erzähle ich auch schon seit 5 Streams, aber ich erzähle es gerne nochmal. Wir müssen jetzt endlich mal Fakten schaffen. So. Ja, was war klar, der Spieler ist schon lange Thema. Wir haben jetzt schon wieder andere Talente verpflichtet. Ja, wir möchten mehr Talente einbinden. So, und dann hast du einen Trainer da, der das einfach eigentlich gar nicht möchte. So. Entweder kriegen die jetzt den Tuchel mal dahin gedreht, dass der Tuchel auch mal sagt, jo, ihr habt recht, ich mache jetzt mal irgendwie hier nach Leistungsprinzip, gebe dir mal ein paar Chancen und so weiter. Weil du musst den Trainer austauschen, Alter. Also das ist das System, was wir gerade wollen, passt halt nicht zum Trainer. Auch wenn der Tuchel sich ja jetzt hingesetzt hat und gesagt hat, ja, er ist der große Talentförderer, Alter. Ich bin gespannt, kann er jetzt in der Rückrunde zeigen. Bin gespannt. Nee, keine Ahnung, du brauchst halt einen Trainer, der das mitträgt, dann ist ja alles gut. Ich glaube auch, dass ein Tuchel das kann. Ja? Hat er ja bei früheren Stationen bewiesen. Er muss halt einfach wollen. Aber ich glaube, er erwartet halt vom FC Bayern einfach was anderes, so wie bei seinen Stationen vorher. Ich komme dahin, der ist ein Verein, der hat Geld, das ist eine Spitzenmannschaft. Da sage ich brauche das, dann kriege ich das und dann ist gut. Dann siehst du auch guten Fußball, dann siehst du Tuchel-Fußball, siehst erfolgreichen Fußball und gut ist. So. Aber das sieht man ja gerade, dass das nicht so klappt. Der Verein das auch nicht so wirklich will, hat man in der Sommerpause gesehen, sehen wir jetzt in der Winterpause wieder. Aber wenn dem allen so wäre, dann hätte man gesagt, ey, komm hier, Tag 1, Transferfenster ist offen, zack, Palinia 80 Mille, draufgeschissen. So, bam. Dann wäre das so gekommen. Ist halt nicht. Verständlicherweise, ja. Aber deswegen sage ich ja, das passt gerade irgendwie alles nicht so gut zueinander, wie es da, weiß ich nicht. Ja, na klar kannst du den kaufen. Du kannst jedes Talent kaufen. So, die Talente müssen wissen, ob sie sich darauf einlassen wollen, so, weißt du? Ist halt nicht so einfach bei uns aktuell irgendwie dich als Talent durchzusetzen, ne? Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, was man denen erzählt, wie die Strategie sein soll. Vielleicht erzählt man denen, jo, wir verpflichten dich und du bleibst noch 2 Jahre auf Schalke, oder gehst dahin oder dahin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Argument gerade ist, für einen jungen Spieler zu sagen, ich gehe zum FC Bayern. I don't know. Ich sehe es nicht. Es sei denn, der FC Bayern verpflichtet die Spieler und sagt, jo, wir haben bald einen neuen Trainer mit einer anderen Strategie oder was. Aber dann wäre das schon lange durchgesickert. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo für einen jungen Spieler gerade, ja, wo ist der Sinn zu sagen, ich gehe jetzt lieber zum FC Bayern als, keine Ahnung. Ist egal, nehm Dortmund. So, bei Dortmund hast du immer die Chance, als junger Spieler dich durchzusetzen, dich zu entwickeln, zu spielen. Das hast du bei uns nicht. So, selbst wenn du gut bist, siehe Matistel, du spielst halt einfach nicht. Punkt. Selbst wenn die Spieler, die auf dem Platz sind, eine schlechte Form haben, du spielst trotzdem nicht. So. Deswegen schwierig. Ja, Geld ist natürlich ein Faktor, logisch, aber als junges Talent musst du dich ja erstmal entwickeln und musst erstmal Spielzeit haben. So, dann verdienst du schon dein Geld, ne? Deswegen, also ich sehe im Moment kein Argument, dass ich sagen würde, jetzt als aufstrebender Spieler oder als Talent, ich gehe jetzt zum FC Bayern, Alter. Sehe ich nicht. Würde ich nicht sehen.
Deswegen mich wundert es, dass wir so viele Talente trotzdem bekommen. Also, bin sehr gespannt. Ich denke, wir werden da in Zukunft ein bisschen mehr erfahren, was da abgeht. Also die Aufstellung gegen Basel würde ich auch gerne mal gegen Hoffenheim sehen. Ja, ich auch. Gerade wenn Thema Torhüter, Aumann hinter Pfaff, das war doch ein perfekter Wechsel in einer Torhüter-Generation. Ja, die waren ja beide. Wechsel. Ulle und Neuer haben halt ähnliches Alter, von daher hätte ich unseren israelischen Torwart gegen Basel in der zweiten Halbzeit vorzugsweise. Ja, der ist ja leider verletzt, ne? Sonst hätte er mit Sicherheit auch die zweite Halbzeit spielen dürfen, denke ich. Fonsi gegen einen Leverkusen-Spieler tauschen. Das ist ja auch eine wilde Aussage. Servus zusammen. What time? Ohne Kane wäre Bayern nicht Zweiter. Sehr wahrscheinlich nicht, ne. Tar nix gut. Mukele war nicht schlecht. Kimmich ist kein Sechser und wird es auch nie sein. 20 Millionen muss den holen. Tar war dann aber auch lange Zeit nicht gut. Ja, das stimmt. Tell sollte mehr spielen. Jo. Hat mir damals sogar besser gefallen als Opa bei Leipzig. Wer der Tar? Wild. Ja, der hat ja auch eine gute Phase gehabt. Bei Davis stören mich die eigenen Fans ein bisschen, muss ich sagen. Nur weil er in der Bulli nicht immer 100% performt, aber keiner scheint zu sehen, dass er in der Champions League immer gut spielt und wichtig ist. Boah. Weiß ich nicht. Also wir verpflichten ja keine Spieler. Selbst wenn dem so wäre, kann ich dir gerade nicht sagen. Müsste ich mir echt in Erinnerung rufen. Aber wir verpflichten ja keine Spieler, die 6 Spiele im Jahr gut spielen. Wenn die Champions League-Hymne kommt. Wo wäre der Sinn? Und dann hat man zu kritisieren. Also. Ein Ulle sagt, man muss seine Position in einer Mannschaft kennen. Im nächsten Satz ist aber so ehrgeizig, dass er ein Neuer aufs höchste Niveau konkurrieren will. Ist schon geil, so einen zweiten Torwart zu haben. Ja, aber das haben wir ja oft gehabt, ne? Das haben wir ja wirklich oft gehabt. Was ist deine Prognose für die Hinrunde? Wir haben nicht die Kadertiefe und die Qualität, um die Champions League zu gewinnen. Und wenn wir gegen Bayer verlieren, wird es auch schwer mit der Bundesliga. Also meinst für die Rückrunde, wa? Ich habe keine Prognose. Ich habe Ahnung, ja. Die sind aber nicht so rosig. Ich kann die Mannschaft nicht einschätzen, Alter. Es geht einfach nicht. Das 1:5 gegen Frankfurt hat mich halt komplett rausgehauen. Ich dachte jetzt so, ja, wir haben jetzt so eine gewisse Stabilität und so. Und alles ist auf einem guten Weg. Ja, wir waren dann mal wieder ein bisschen schlechter gegen Köln und Kopenhagen und so. Alles gut. War aber immer noch ordentlich. So, und dann kommt Frankfurt so 1:5, bam. Und du denkst dir, what? Wie kann das denn jetzt passieren? Weißt du? Deswegen, du kannst da nichts vorhersagen aktuell. Ist unmöglich bei dieser Mannschaft. Vielleicht kannst du einen Lauf kriegen, dank Harry Kane, und wenn Sané gute Form hat, ja, hast du vorne 2 starke Spieler mit Musiala dahinter. Vielleicht Müller, wenn er ein bisschen mehr spielen darf. Ja, kann das gut gehen. Solange Kimmich auf der 6 spielt, wirst du defensiv riesige Probleme haben, was gegen starken Champions League-Gegner nicht reichen wird. Vielleicht wird er aber nicht mehr auf der 6 spielen. Vielleicht kommt noch ein 6er. Vielleicht findet Tuchel seine Eier und Pavlovic spielt zukünftig mehr auf der 6. Das sind alles Faktoren, so, die müsste ich erstmal wissen, so. Dann könnte ich eine Prognose abgeben. Also meine Prognose, solange Kimmich den 6er spielt, die Rückrunde, wird es in der Champions League nichts werden. Und in der Bundesliga, schwierig. Beckenbauer, es wird viel geredet über den Aufbau Ost, aber wir Bayern geben wirklich was. Wer hat denn die Punkte nach Rostock und Cottbus gegeben? Und wenn Davis dann bei Madrid in der Champions League performt, ist das Geschrei groß. Wie kann er nur bei uns so unterperformt haben? Ach, Leute. Also erstmal, wir reden immer noch über Mannschaftssport, was sich dann immer an einen Spieler hochzuziehen, der jetzt dann nach Real Madrid gehen möchte. Das ist dasselbe wie mit Levi, Alter. Oh nein, die Welt geht unter. Levi will FC Bayern verlassen, geht nach Barcelona. Ja, wow. Hast einen Harry Kane geholt, Alter, der nochmal 50% besser in dieses Team passt, als ein Levi hier reingepasst hat. So. Ja, wenn Davis geht, du kriegst deine 60 Mille oder was, ja, dann werden wir auch irgendeine Kanone auf links verpflichten und alles ist gut. Also. Es ist jetzt nicht so, dass ein Davis der Überspieler gerade ist. Ja, er hat riesiges Talent, ja. Er hat sehr gut bei uns gespielt bis zum Tuchel. Ja, und wie gesagt, und mit Tuchel kommt er nicht klar.
haben wir schon ein bisschen versucht rauszuanalysieren, warum, wieso, weshalb. Dann ist das so. Ja, und wenn Real so spielt, wie seine Spielweise ist, wird er da auch reinpassen. Wird er aber in jeder Mannschaft. Ja. Dann musst du dir halt einen linken Verteidiger holen, der in deine Philosophie passt und gut ist. Aber das jetzt am Fonsi festzumachen, nee, fühle ich nicht. Ist jetzt nicht so, dass ein Fonsi der Führungsspieler ist oder der Unterschiedsspieler bei uns. Das ist er nun mal nicht. Also, das darf man nicht zu hoch hängen. Ben, servus, Glück auf. Ja, ne? Das ist natürlich keine gute News gehabt zum Feierabend. Lila ist das neue Rot. Siehe bei uns. Boah, das ist auch so hässlich, ne? Unser Lila-Trikots da. Man. Angelehnt auf WM 2.6. Oh, ja. Hofft man ein bisschen, ne? Moin, findest du nicht, dass Sané nicht so ganz mit da vorne harmoniert? Also mir fällt immer auf, wie lange er braucht, um mal den Mitspieler zu finden. Nee, ich finde, das ist schon besser geworden beim Sané, auf jeden Fall. Ja, die ersten Spiele war das extrem schlecht. Aber da darf man auch nicht vergessen, Harry Kane war ein paar Wochen da. Ja. Und zum Ende hin war das besser. Das war gut ausgewogen, fand ich, mit Sané und Harry Kane. War ein gutes Zusammenspiel. Ja, jetzt gegen Basel, aber hey, das, wie gesagt, lass mal Freundschaftsspiel sein, alles gut. Dann werden wir sehen. Heißt dir eigentlich dir oder dir? Passend zu den Eiern, die uns aus der Hose fallen. GB, das ist mir eigentlich Wurst. Heißt er nicht mit Vornamen Erik? Nennen wir ihn einfach Erik. Ansonsten musst du ihn mal fragen. Ich spreche ihn gerne so an, wie er das möchte. Ich sage ja auch immer Minjay anstatt Kim. Ich möchte gerne Minjay genannt werden. 6 Bayern-Spieler waren auch 1990 dabei. Ja, guck mal an. Nicht in der Startelf. Eieiei. 2 Bayern-Spieler nur. Mann. Genau, lieber Franz, Ruhe in Frieden. Wen würdest du gerne auf welcher Posi im Winter holen? Eieiei, nee, die Frage beantworte ich nicht nochmal. Habe ich schon ein paar Mal heute. Habe ich keine Ahnung von. Ich beantworte die Spieler, wenn sie da sind. Heimtrikot ist anders, heute 6 ist so angenehm, das auswärts ist pink plus Lieder. Das sah doch gerade rot aus. Ich google gleich nochmal. Mir Schlotterbecken gerade die Knies arschkalt draußen. Ja, frag mal den Nico, ey. Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser. Ja, guck mal, der Franz, ey, da kannst du schon ein Buch drüber schreiben, wa? Was der Franz schon alles für Sprüche rausgehauen hat. Ich sehe nur, dass wir zu viele Spieler vom selben Typ haben und an einigen Positionen einfach keine wirklich guten Leute. Vom selben Typ? Weiß ich nicht. Auf welchen Positionen meinst du vom selben Typ? Dass viele zu unterperformen, ja, da bin ich bei dir. Ich verabscheue mich mal für heute und bedanke mich für die Diskussion. Goal auf Westwind, hau rein. Friedrich könnte passen. Aber du hast recht, Günther oder wie der heißt, müsste eigentlich dabei sein. Ja, der Günther müsste, aber der war ja verletzt, ne? Also Günther musste einfach als Rechtsverteidiger aufstellen in der Nationalmannschaft. Fertig, Alter. Das ist ein Fighter, das ist... Der reißt sich den Arm aus, dass er für Deutschland spielen darf. Der freut sich halt nur. Der ist noch heiß und so, weißt du? Das ist alles, was uns abgeht, so in der Nationalmannschaft. Gar nichts würde ich von Mbappé bei Bayern halten. Gibt einfach Generationen, die man nicht so gut spielen. Das kommt vielleicht in 10 Jahren wieder. Nee. Also die Generation hat ja schon gut gespielt. Das ist doch das Thema. Wir würden ja nicht darüber diskutieren, weißt du? Das wäre ja völlig fein, wenn du eine Generation hast. Keine Ahnung. Nimm die Generation unterm Trapattoni, Strunz und so weiter. Das war auch nicht der schönste Fußball so. Ne? Aber die Generation, die jetzt da ist, die hat ja schon gezeigt, dass sie gut spielt. Dass sie sogar sehr gut spielen kann. Das ist ja das Problem, warum wir auf diesem hohen Niveau meckern. Weil wir das seit 1,5, 2 Jahren nicht mehr sehen. Von denselben Leuten. Das ist das Problem. Ansonsten stimme ich dir zu. Wenn du hast halt manchmal Generationen, da ist der Fußball nicht so schön. Mein Gott, da ist ja auch nichts schlimm dran. Aber genau die Generation hat das ja gezeigt, dass sie es kann. Der 17 zeigt schon gute Leistung. Jo. Hier wird Dyer ausgesprochen. Dyer oder Dyer?
Ja, der Uli hat die Nummer vom Jupp, aber der Jupp ist nicht zu erreichen. Wie findest du Adam Azno, den wir Barca weggeschnappt haben? Ich habe ja leider nur diese 15 Minuten gesehen oder 20 gegen Basel. Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich ja gesagt, sonst muss man halt einfach mal so einen Jungen reinwerfen. Ne? Aber nochmal, da sind wir wieder bei dieser Grundsatzdiskussion, was der Verein will, was der Trainer will und bla und Sils. Ja. Aber schwer zu beurteilen, den Jungen. Aber war ballsicher und so, hat mir gut gefallen, ja. Aber haben alle, die reingekommen sind. Was muss passieren, dass wir nach Wembley fahren? Wir brauchen einen Sechser. Ja. Punkt. Entweder kaufst du einen Sechser oder du sagst, du legst dich auf Pavlovic fest, was natürlich ein Risiko ist. Gerade wenn du nach Wembley fahren willst, ist natürlich ein Risiko zu sagen, so Pavlovic ist jetzt unser Sechser. Weil man das in der Hinrunde dann verstudert hat, ihn da zu integrieren. Aber wenn du keinen Sechser verpflichtest, wenn Kimmich der Sechser ist, fahren wir nicht nach Wembley. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder du hast extremes Losglück. Ja, wer weiß. In einem Spielfinale ist alles möglich, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn wir einen richtig starken Gegner kriegen, also guckt euch die Spiele gegen Galatasaray an. Also, du brauchst einfach Defensivstabilität und wenn Kimmich auf der 6 spielt, haben wir die einfach nicht. Sorry. Also das ist der Hauptpunkt, der sich ändern muss. Meiner Meinung nach. Was gar nichts gegen Josh ist, er ist halt einfach kein Sechserpunkt. Ja, stell ihn auf Rechtsverteidiger für 8, ist mir egal. Du brauchst einen Sechser, fertig. Wenn du nicht der absolute Überflieger bist, hattest du doch schon immer kaum die Möglichkeit, dich beim FC Bayern durchzusetzen. Ja, ist richtig. Sei denn, es war gerade Louis van Gaal da. Aber ansonsten ist das genau richtig, was du sagst. Ja. Wobei man sagen muss, früher hast du ja auch nicht so viele Überflieger in der Jugend gehabt. Ne? Du hast ja gar nicht so extrem gescoutet, wie du heutzutage scoutest. Also guck dir mal die Qualität heutzutage in unseren Jugendmannschaften an und vergleich das mal mit vor 10, 15, 20 Jahren. Also ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied geworden. Wenn man gewinnen will, geht man nicht zum BVB. Ja, aber darum geht's ja nicht, wenn du ein junger Spieler bist. Es geht ja darum, dass du dich entwickeln darfst. Das ist halt bei uns aktuell nicht gegeben. Gerade gelesen, dass Boniface von Leverkusen sich an der Leiste verletzt hat und wohl rund 6 Wochen ausfällt. Ja gut, das ist ja jetzt wurscht, ob er jetzt 6 Wochen ausfällt oder ob er beim Afrika Cup gewesen wäre und wäre auch 6 Wochen weg gewesen. Also. So Wurst, wa? Aber natürlich gute Besserung. Also. Als junger Spieler denkt man halt vielleicht, ich setze mich durch, gerade wenn man die Bayern-Spiele so sieht und das sagt, das kann ich besser. Da gebe ich dir recht, dass man den Gedanken haben könnte. Wenn man dann aber dann sieht, dass die jungen Spieler, die reinkommen, es gut machen, dann aber trotzdem wieder in der Versenkung verschwinden, kann man eigentlich nicht auf diese Idee kommen. Und da die ja alle so Top-Berater haben heutzutage, also wenn ich ein Spielerberater wäre, würde ich niemals, wenn ich so ein Talent unter betreuen würde, sagen, komm, ich steck dich jetzt zum FC Bayern, da wirst du dich schon durchsetzen. Ja. Also nicht, wenn aktuell die Schiene so läuft, wie es läuft. Weißt du? Das würde ich persönlich nicht sehen. Aber gut. Vielleicht denkt man aber auch so, wer weiß, wann ich wieder ein Angebot von Bayern kriege. Ne? Ja, sind ja alle Sportler, die sind ehrgeizig, die denken, jo, ich pack das. Kann man schon verstehen, aber die Erfolgschancen sind leider aktuell sehr gering bei uns. Ich muss aber sagen, dass unsere gekauften Talente sehr vielversprechend aussehen. Warten wir mal ab, was Tuchel oder Alonso mit denen anfangen. Ja, dann musst du schon den Tuchel da rausstreichen, leider. Leider Gottes. Ja, Nachwuchs haben wir ja genug in unserem Land. Aber ja, der Franz hat schon. Wir werden ihn vermissen auf jeden Fall, ne? Auch wenn man die letzten Jahre schon leider wenig von ihm nur noch gehört. Weil die Öffentlichkeit ja, oder die Medien, die Öffentlichkeit ist ja falsch. Aber so die Medien, die haben ihn ja
zerrissen und an die Wand gestellt und ja, weiß ich nicht. Ekelhaft. Christoph Freunde, Max Eberl werden das Gym. Ja, ich bin gespannt, ey. Müssen sie noch den richtigen Trainer dafür finden, ne? War ja nicht nur Frankfurt, bei Saarbrücken war es schon klar, dass die Saison komisch wird. Ja, weiß ich nicht. Also Saarbrücken, klar, war jetzt kein gutes Spiel, aber nochmal, Drittligist, ja, hat man maßlos unterschätzt, definitiv, gar keine Frage. Tuchel von außen noch die verkehrten Signale gesendet mit, ach, ein Harry Kane bringe ich erst in der Verlängerung. Dann kriegst du einen dummen Konter in der Nachspielzeit und bist ausgeschieden. So. Kannst du schon irgendwo noch argumentieren. Na klar, darf das nicht passieren, definitiv. Ja, du musst das Spiel mal eben 2, 3 Hütten machen, dann ist das Ding durch. Logisch. Aber Frankfurt hat mich komplett aus dem Leben gerissen. So, weil das einfach gar nichts war. Und dann halt diese Reaktion nach der Pause, die null vorhanden war. Das war halt ein bisschen weird. Ein Matthäus und ein Bremen waren aber 2 Jahre vorher noch Bayern-Spieler. Braun soll ich daran hochziehen, Alter, wer bei welchen Titel in der deutschen Nationalmannschaft Bayern-Spieler war oder nicht. Wen interessiert es denn? Die deutsche Nationalmannschaft, also. Na, weiß ich nicht, ob die das Kind schaukeln. Nochmal, du kannst ja keinen Trainer als Sportdirektor oder egal als was, du kannst ja keinen Trainer vorschreiben, welche Spieler er aufstellen soll. Das ist ja Schwachsinn. Kannst du ja nicht bringen. So, du musst halt einen Trainer haben, der zu deiner Philosophie passt und gut ist. Sport, mach das mal. Hau rein. Ja, wie gesagt, also wen interessiert? Wenn wir für die deutsche Nationalmannschaft reden, ist das die deutsche Nationalmannschaft und nicht der FC Bayern oder Dortmund oder sonst was. Also da jetzt irgendwas, weiß ich nicht, sind Sachen, die ich nicht fühle. Also wenn ich deutsche Nationalmannschaft gucke, gucke ich so, was deutsche Spieler sind. So, die dein Land vertreten und nicht, was Spieler vom FC Bayern sind. Klar, guckt man da vielleicht ein bisschen genauer hin dann, aber ja, da jetzt zu Statistiken zu gucken, wow, wie viele Bayern-Spieler waren da dabei? Also, wen interessiert's, Alter? Heutzutage sind Mannschaften, Player, FC, die Spieler haben einen zu hohen Wert. Sie sind eigentlich nur Angestellte und der Verein steht über allem. Bei guten Vereinen ist das auch so, dass der Verein über allem steht, ja. Nee, Kingsley hat aber im Moment keinen Lauf. Mal Davis gegen, ja, es war nicht Bern, das war Basel, aber ja. Er war sehr oft vorne und stand nur im Abseits, ja. War auch so. Davis war schlecht. Wie gesagt, ist wie Coman, die haben keine Form seit Monaten gefühlt. Höhe fürs Gehen, Zeit für ein Bier. Ja, wir sind ja schon konstanter geworden, ne? So ist ja nicht. Konstanter sind wir geworden, aber dieses Frankfurt-Spiel hat halt wieder irgendwie alles in Frage gestellt. Würde Alonso denn deiner Meinung als Trainer zu uns passen? Das kommt drauf an. Ne, dass auf einmal alles gut wird, wenn Alonso kommt, glaube ich nicht. Du musst halt anfangen, manche Spieler auszutauschen. Das wird nichts ändern. Guck dir an, welche Trainer alle da waren. So, wenn du jetzt nur einen Alonso da hinsetzt, klar wird ja schon was verändern. Aber solange da die gleichen Strukturen in dieser Mannschaft sind, die gleichen Machtgefüge, so, die änderst du ja nicht. So, du musst ja dann schon echt die Spieler austauschen, ne? Und Tuchel hat es ja versucht vor der Saison so ein bisschen, aber war ja dann keinerlei Unterstützung vom Verein da und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, du musst beim FC Bayern, so wie wir es gerade kommunizieren, mit den Talenten, bla und Sülz. Natürlich wird es nie so sein, dass wir 3, 4, 5 Talente in die erste Elf ballern. So,
da brauchen wir nicht drüber reden, das geht nicht, ja. Wir sind beim FC Bayern, da geht es darum, die Spiele zu gewinnen, Erfolg zu haben, das wird sich ja nicht ändern. Wir sagen ja jetzt nicht so, wir werden jetzt der Ausbildungsverein oder sonst was, wa? Das wird ja nicht passieren, das ist ja Schwachsinn. So, aber es muss schon möglich sein, dass die Spieler mit eingebunden werden. Dass die nicht nur wie ein Tell, der dann liefert und dann trotzdem ignoriert wird, so, weißt du? Wenn ein junger Spieler da ist, der gerade Form hat, der performt, dann muss er halt auch spielen. Fertig. So. Und Alonso, ja, keine Ahnung. Du musst halt die Strategie vorgeben, die du hast als Verein. So. Ja, man kauft teure Stars ein für gewisse Positionen, man will eine neue Achse bilden, so, die sind gesetzt, ringsherum baut man was auf, vielleicht auch mit jungen Talenten. Und da musst du dann den passenden Trainer für holen. Wenn Alonso sagt, ja, das trage ich mit, da habe ich Bock drauf, ja, natürlich wäre er dann der richtige Trainer. Also, dass er ein guter Trainer ist, zeigt er ja gerade. Dass er eine Mannschaft aufbauen kann, dass er was formen kann, zeigt er ja gerade bei Leverkusen. So, und Tuchel hat das vielleicht ein bisschen verlernt die letzten Jahre. Weiß ich aber nicht. Vielleicht tut mein Tuchel da auch Unrecht. Vielleicht hat er einfach zu viel Respekt vor diesen gestandenen Spielern, die halt immer noch da sind bei uns im Verein. So, und wenn die noch da wären, wenn du dann einen neuen Trainer holst, ob der Alonso heißt, ob der was weiß ich wie heißt, spielt keine Rolle. Wenn die Spieler da sind, die sind 5, 6 Spieler, die beeinflussen den ganzen Verein, die ganze Mannschaft. Das ist das große Problem, glaube ich, bei uns gerade. So, und Tuchel hat die letzten Stationen, wo er war, hat er gesagt, jo, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich. Alles klar, Trainer Chrisse. Bam, fertig. So, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat der Tuchel auch gedacht, wenn er zum FC Bayern kommt, so, und das klappt halt gerade nicht so wirklich. Aber wenn du jetzt nur einen Alonso verpflichten würdest und der steht vor denselben Spielern, die jetzt da sind, wird er dieselben Probleme haben. Ist halt einfach so. Guck doch mal, was Tuchel jetzt mal, abgesehen davon, dass es nicht richtig ist, aber was ein Tuchel jedes Mal moderieren muss zum Thema Müller. So, da muss er jedes Mal moderieren zum Thema Goretzka, wenn er mal draußen war. Er muss jedes Mal moderieren, wenn Gnabry nicht verletzt ist und fit ist und nicht spielt. Dasselbe mit dem Sané. Mit jedem deutschen Nationalspieler, der bei uns spielt, sobald der nicht spielt, musst du das riesengroß erklären und moderieren und machen und tun. Das ist einfach so. So, und das musst du ändern. Aber die Probleme hätte ein Alonso genauso. Ein Alonso kann die nicht aus dem Kimmich auf einmal einen Sechser machen. Das wird auch nicht funktionieren. Wie? Ja, und Gnabry wird auf einmal auch nicht der Fußballgott werden. Das Stehen schon eingelöst? Ja, na klar. Hast du das nicht gesehen, oder was? Was wieder nicht da, ne? Nee, habe ich nicht gesehen, dann Stehen, weil ich hier in diesem Kombi-Chat sehe ich das nicht. Aber mache ich dann, ist kein Problem. Und Niklas, Glück auf. Und Keda Fox, danke für dein Follow. Und Mara, Stehen. Vor 53 Minuten. So, der Schreibtisch steht schon mal. Ach, muss ich erstmal die Cam hier ausrichten. So. Ich liebe Tuchel und war schon bei seiner Zeit zu Chelsea von ihm begeistert, was er mit mäßigem Kader machen kann. Ja, aber Chelsea einen mäßigen Kader gehabt, oder was? Echt? Ich bin da nicht drin in dem Team. Ich weiß nicht, was Chelsea da damals für einen Kader hatte. Park Show, hau rein. Und danke für die Zitate. Denkst du, dass wir noch einen Sechser im Winter holen? Kann ich absolut nicht beantworten, ey. Der Mittelfeld hätte selbst ein Alonso-Problem. Ja, hätte er auch, natürlich. Wie gesagt, 2 und 2 sind 4. Das ist einfach so. Ich denke mal, wir können 6er Meter holen und man wird im Sommer auf einen Zubimendi gehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird spannend.
Alonso ist ein Mann, der alles gesehen hat. Von diesen Spielern gab es viele, die sich als Trainer versuchten. Vizekusen klappt's gut, aber Bayern Madrid ist schon eine andere Nummer. Klar macht's ein Alonso super, aber Bayern ist eine andere Schuhgröße. Ja, aber wir können doch mal Franz Beckenbauer Zitat bringen, hat er bestimmt irgendwann mal rausgehauen, das Runde muss ins Eckige, Alter. Wir reden immer noch über Fußball, wa? Und ich denke, dass ein Alonso mit Druck umgehen kann, hat er als Spieler mehr als bewiesen. Also ich habe selbst selten einen Spieler gesehen, der so ruhig und so abgebrüht war in jeglicher Situation. Also wenn du manchmal siehst, du hast ja manchmal das Gefühl beim Kimmich, Alter, den hat man den Kopf abgehackt und der rennt da wie so ein abgehacktes Huhn ohne Kopf durch die Prärie. Alter, der Alonso, der hätte, keine Ahnung, der hat einfach immer so viel Ruhe ausgestrahlt und weiß ich nicht. Das kann, nee. Die Sache ist halt, was du ihm dann stellst, ne? Ist ja, was ich gerade sagte. Wenn er die ganzen gleichen Kapsköpfe da hat, die aktuell da sind, die seit Jahren da sind, ja, dann wird das auch nicht viel anders aussehen, ne? Also, wir haben Nagelsmann gehabt, jetzt haben wir einen Tuchel. Also, wir können jetzt wohl nicht sagen, dass das schlechte Trainer sind. So. Der Nagelsmann ist an den Führungsspielern gescheitert. Wir werden sehen, wie es mit dem Tuchel ausgeht. Ja. Wenn, dann müsstest du schon sagen, ja, wir machen jetzt den Umbruch. So. Aber da musst du an so einem Trainer auch mal festhalten und nicht sagen, jetzt, wir haben es ja in Leverkusen gesehen, da kam ja auch nicht der Alonso hin und hat sofort alles gewonnen und gemacht und getan. Er braucht ja auch seine Zeit. Auch immer seine Zeit, eine Mannschaft zu entwickeln. Aber wir versuchen irgendwie seit Jahren diesen Umbruch zu vermeiden und hoffen, dass wir uns irgendwie durchwursteln und das einzeln machen und das klappt halt einfach nicht. Ja. Es ist halt einfach so. Und die deutsche Nationalmannschaft, um das mal rund zu machen, ist halt ein Abbild derselben Misere, wie es bei den Bayern ist. Und warum? Weil es dieselben Kapsköpfe sind, die in einer Verantwortung stehen, wie bei uns auch. Ich denke, wir brauchen so einen Papa- bzw. Senior-Typen als Trainer. Jemand, der autoritär ist. Ein Alonso wäre dasselbe wie ein Nagelsmann. Zu jung und noch eine Nummer zu klein für Bayern. Ja, ich glaube aber, ein Alonso hat schon eine Menge mehr Autorität, wie es ein Nagelsmann hat. Aufgrund seiner Erfolge als Spieler, ne? Die meisten Spieler sind aber nur gestandene Spieler, weil sie immer am Platz stehen. Das ist ein guter Satz. Niklas, den fühle ich. Bin da nicht ganz bei dir. Dieses Thema hatte ich schon einmal. Ein Verein hat eine Philosophie, mir san mir, und der Trainer hat die Verantwortung, aus dem Spielermaterial das Beste rauszuholen. Kann nicht sein, dass ein Trainer zum FC kommt und meint, er kann nur helfen, wenn ich Spieler ABC bekomme. Ja, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was man vorher abgesprochen hat. Es wäre schön, wenn es so wäre. So. Aber die Leute, die jetzt in der Verantwortung sind, haben mit dem Tuchel halt nichts zu tun gehabt. So, die haben den Tuchel ja nicht verpflichtet. Ansonsten bin ich da bei dir, ja. Ein Verein gibt eine Philosophie vor, das ist ja, was ich die ganze Zeit sage. Und da musst du den passenden Trainer dazu verpflichten. So, aber aktuell hat man halt das Gefühl, dass der Trainer nicht zu der Strategie des Vereins passt. Ja. Und wenn der Verein aber auch sagt, keine Ahnung, ich halte an Spielern wie Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané fest, bis wir in Rente gehen mit denen. Ja. So, was soll dann der Trainer machen? Habe ich ja gerade schon gesagt. Jeden Spieler, den er davon auf die Bank setzt, kann er medial jede Woche durchmoderieren. Bringt dich halt auch nicht weiter. Es muss halt schon beides passen irgendwo, ne? Aber klar könnte ein Tuchel sagen, ich stelle mal den Kimmich als rechten Verteidiger zum Beispiel auf. Vollkommen richtig, bin ich bei dir. Aber das andere Problem, Kimmich hat sich vor der Saison hingestellt, hat groß getönt, ich bin hier der Sechser, ich bin hier der Heizbringer. Ja. Und dann sagst du jetzt so, ja, ich stelle jetzt den Pavlovic dahin, Josh, du gehst jetzt mal als rechter Verteidiger. Auch das kann Tuchel dann erstmal durchmoderieren, ne? Weiß er da keinen Bock drauf, ich weiß es nicht. Wie viele Spieler sind denn auch da, die Tuchel wollte? Ja, Minjay, ne? Minjay war so Tuchels sein Ding, alles andere war halt schon vorher da. Wen er davon jetzt unbedingt haben möchte, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ein Latek hat auch nie gesagt, ich brauche Maradona, sonst werden wir Meister. Werden wir nicht Meister, meinst du? Ich weiß, es ist etwas übertrieben, aber Tuchel fing sofort an zu jammern, nachdem die Schockverliebt vorbei war. Ja. Weil er gemerkt hat, ach du Scheiße. Eigentlich sind das hier alles Kanonenfußballer, aber die sind ja komplett satt. Was soll ich mit denen? Das war dann das Gegenteil vom Schockverliebt wahrscheinlich. Und dann hat er angefangen zu sägen. Dann hat er Leon gesägt, dann hat er Kimmich gesägt. Warum man den Licht nicht will, keine Ahnung. Mag er anscheinend nicht. Junge Spieler mag er nicht. Ja, wild. Und dann wird's schwer. Also ich will den Tuchel da auch gar nicht in großen Schutz nehmen, wa? Aber es gehört halt von beiden Seiten was dazu, ne? Ist natürlich auch schwierig, so Tuchel ist jetzt da, gut geholt von den alten Leuten, die in der Verantwortung waren. Und jetzt sagt der Verein so, ja, unsere neue Strategie ist die nächsten Jahre, wir wollen auf jeden Fall jetzt immer so 1, 2 Talente ranführen und ja, wir verpflichten eher junge Spieler. Und der Tuchel denkt sich so, ach du Scheiße, das will ich doch gar nicht. Hab ich doch gar keine Lust zu. So macht das gerade den Eindruck nach außen. Ne? Hat man auf der Jahreshauptversammlung gesehen. Tuchels Reaktion zu den, wenn da irgendwas zum Thema Jugendspieler einbinden und entwickeln und sowas war da. Gleich die Nackenhaare hochgegangen bei ihm. Deswegen sage ich ja, du musst, entweder muss der Tuchel sich ein bisschen ändern, muss sich ein bisschen bewegen in die Richtung. Ansonsten wird es schwer werden, ne? Aber wir brauchen dann auch mal wieder Kontinuität auf dieser Position. Ne? So, wenn jetzt die Prämisse ist, so, wir wollen mehr Jugendspieler einbinden und sowas, ja, dann kommst du wieder zum Thema Alonso, weil das gut gemacht hat in Leverkusen, auch mit jungen Spielern. Ja, aber da musst du auch mal an ihm festhalten, auch wenn es dann mal ein Jahr mal keinen Titel gibt. So. Und dann kannst du nicht gleich wieder anfangen, wie beim Nagelsmann, Alter, du bist in allen 3 Wettbewerben noch dabei und wir schmeißen den jetzt raus. So. Das war halt auch dumm, ne? Ja, Runde muss ins Ecke gehen, so ist das am Ende des Tages. Alonso mit Nagelsmann zu vergleichen, finde ich ganz schön gewagt. Warum? Guck dir doch den Nagelsmann seine Station mal da vorher an. Du hättest den Nagelsmann doch mal Zeit gegeben und hättest ihm vor allen Dingen mal Rückendeckung gegeben beim FC Bayern. Hätte er vielleicht auch was entwickeln können. Hast du aber halt nicht gemacht. So, das wäre beim Alonso nicht anders, wenn der Alonso auch keine Rückendeckung kriegen würde im Verein. Noch immer, Nagelsmann musste sich dafür rechtfertigen, dass er mit Dreierkette spielen will. Musste er mit dem Mannschaftsrat durchdiskutieren. Also, wo kommen wir denn da hin, Alter? Oder siehst du schon die Macht, die diese Spieler haben bei uns im Verein? Ja, mit Sicherheit. Wenn der Nagelsmann einen Stürmer vom Format von Harry Kane da vorne drin gehabt hätte, der so mannschaftsdienlich gewesen wäre, Halleluja. Naja, Harry Kane wollte nicht nur Tuchel, ne? Das ist falsch. Also Minja, genau, und Guerrero wollte er auf jeden Fall auch haben, ja. Aber in Harry Kane waren wir ja schon vorher immer dran. Was hat er jetzt? Tuchel hat dann vielleicht den letzten Schub gegeben, ja. Kohle dahin zu investieren, ja, das kann gut sein. Ja. Sebastian Hoeneß, Trainer F meiner Wahl, Nübel. Mäh. Alter. Nübel mag ja ein guter Torwart sein, aber der hat kein Format für den FC Bayern. Und Hoeneß als Trainer, ja. Da könntest du ja noch eher die These bringen wie beim Alonso. Ja, was hat der Hoeneß denn erreicht als Spieler? Gar nichts. So, welche Autorität hat er, wenn da so ein Neuer vor ihm steht oder so ein Müller? Weißt du? Wer hat den Namen Hoeneß? Dann hört es aber auch auf. Aber ja, ich könnte mir den Hoeneß auch bei uns vorstellen, aber wild. Muss ich halt auch erst noch die Sporen verdienen.
Also Nübel wird es bei mir nicht sein. Kimmich RV würde ich bei uns auch nicht sehen. Wie gesagt, für mich gehört ein Kimmich leider Gottes weg, weil ich glaube, allein seine Anwesenheit sorgt dafür, dass viele Spieler nicht die Verantwortung nehmen, die sie nehmen würden. Was Kimmich alles aufsaugt, so verantwortungsmäßig. Ja. Man so sagt, ach, der Josh ist da, alles ist gut, alles ist super, ich brauche nicht so, weißt du? Ich glaube, wenn Kimmich nicht da ist, so sah es zumindest aus in den Spielen, sind andere Spieler mehr in der Verantwortung und das tut den Spielern gut. De Ligt fühle ich, ja, Tar, weiß ich nicht. Also warum sollte ich einen Tar holen, wenn ich einen Upa habe? Oder Minje, ich sehe jetzt einen Tar nicht als so viel besser, als wäre es ein, keine Ahnung. Nee, sehe ich nicht. Klar könnte es einen Tar verpflichten für kleines Geld, könnte in den Konkurrenzkampf gehen, aber warum er jetzt vor Upa sein sollte, sehe ich nicht. Guerrero, weiß ich nicht, als Linksverteidiger. I don't know. In der Mitte hat er mir gut gefallen, ja. Linksverteidiger würde ich einen Guerrero wahrscheinlich auch nicht sehen. Guter Sechser, Palinja, ist mir Wurst, ob es ein Palinja ist oder jemand anders. Auf jeden Fall ein guter Sechser, ja. Wirtz würde ich auch fühlen. Sané würde ich rausnehmen bei mir, wenn ich die Wahl hätte. Pavlovic und Palinja sehe ich gar nicht, weil Pavlovic ist ein ganz klarer Sechser. Das wird über meinen keinen Sinn machen. Du musst nicht mit einer Doppelsechs spielen bei uns eigentlich. Ja, Wirtz, Musiala fühle ich. Kane fühle ich sowieso. Sané würde ich auch nicht nehmen. Ja. Nee. Ich denke auch da, ein junger Wilder, den wir auch schon verpflichtet haben im Saragossa, bin ich mal gespannt, was da kommt nächstes Jahr. Ja. Aber so hat jeder seine Meinung, ne? Aber egal, von wem Tore geholt wurde, er muss aus dem, was er hat, das Beste machen. Da bin ich bei dir, ja, klar. Ansonsten gibt es Vorgesetzte, die ihn in die Schranken weisen können. Uli und Kalle sind nie wirklich weg. Ja, aber du gehst ja nicht zum Trainer und sagst, Thomas, nimm doch jetzt mal den Kimmich raus. Weißt du? So, welcher Trainer wird das mitmachen? Und schon gar nicht der Tuchel. Also, Tuchel war bei Paris und Chelsea, da sind wahrscheinlich ganz andere Dinge gelaufen, weißt du? Das kannst du nicht machen, das wäre ja auch nicht Bayern-like. So. Trainer entscheidet, wer spielt und fertig. Ja. Und du siehst ja, dass der Verein ja versucht, so ihm neue Alternativen zu zeigen und sagt, so, guck mal, der Pavlovic und so. Man sieht ja schon, dass der Verein gerne möchte. So, aber du kannst das ja dem Trainer nicht vorschreiben. Das funzt ja nicht. Aber deswegen sage ich ja, da musst du am Ende der Saison halt ehrlich zueinander sein, sowohl Tuchel als auch Vereinsseite. Und da muss man sagen, als Verein, so, das wird unsere Strategie sein, Thomas, die nächsten 2-3 Jahre. Kannst du die mittragen? Kannst du sie nicht mittragen? Da muss man ehrlich zueinander sein und da muss man sich halt am Ende der Saison trennen, egal ob du Titel geholt hast oder nicht, wenn das nicht passt. Ne? So ist das halt. Man muss einfach mal sagen, die 2020er Treble-Sieger wie Kimmich, Gnabry und Goretzka stagnieren einfach seitdem nur noch. Nee, die stagnieren nicht, die werden immer schlechter. Das ist ja das Problem. Wenn sie stagnieren würden, hätten sie ja noch ein gutes Niveau. Was tun sie halt leider nicht. Was aber auch menschlich ist, habe ich ja auch schon gesagt. Guck mal, die sind beim FC Bayern seit Jahren. So, die haben in einer Saison alle Titel gewonnen, die es gibt, was noch nie eine Bayern-Mannschaft geschafft hat. So, welche Motivation hast du jetzt? So, weißt du? Welche Motivation hast du jetzt? Das hat man doch beim Goretzka sehr gut gesehen. Also Gnabry hat keine Motivation, außer die Kohle abzugreifen. Das können wir eintüten, seitdem er den Vertrag verlängert hat. Bei Goretzka hast du gesehen, er wurde mal rausgenommen. Oh ja, jetzt muss ich ja doch mal wieder was tun. Hat man wieder ein bisschen Bock, hat Gas gegeben. Kimmich gibt man die Chance gar nicht, weil man ihn gar nicht erst rausnimmt. Setzen Kimmich mal 4 Wochen raus, dann sehen wir mal, ob er die Kurve kriegen würde oder nicht. So, aber willst du den Leuten das vorwerfen? Kannst du doch nicht. So, wenn die Leute nicht den Wink mit dem Zaunpfahl kriegen, ja. Und da bin ich dann bei dir, Ben, da ist der Trainer für da, ne? So, wenn der Trainer das dann nicht macht, dann muss er sich halt auch nicht beschweren. So, und wenn Tore sich da hinsetzt und sagt, ich habe keinen Sechser, der Kimmich muss Sechser spielen, ja, er hat einen Sechser mit dem Pavlovic, er könnte einen Goretzka auf die 6 stellen, er könnte einen Leimer auf die 6 stellen, also er hätte genug Möglichkeiten gehabt, hat er nie genutzt, also. Nagelsmann ist auch gut, aber die Erfahrung, die er hat und die Spielweise finde ich interessanter als bei Nagelsmann.
Hä? Achso, die Erfahrung, die Spielweise von Tuchel findest du interessanter als bei Nagelsmann? Boah, ich nicht. Ja, natürlich hat Tuchel mehr Erfahrung, aber die Spielweise unterm Tuchel finde ich grausam. Absolut grausam. Gefällt mir gar nicht. Stuttgart war das einzige Spiel, Dortmund, ja. Dortmund und Stuttgart waren die einzigen Spiele, wo ich gesagt habe, wow, das war guter Fußball. Aber alle anderen Spiele gab noch ein paar Spiele, wo es okay war. Ja, Bochum, Darmstadt, wo du viele Tore gemacht hast. Aber 80% der Spiele war, Alter, Fußball, ja, der nicht schön ist. Ich weiß, wir reden über Leistungssport. Ja, am Ende des Tages interessiert es die wenigsten, ob der Fußball schön ist. Es zählt das Ergebnis. Aber für mich persönlich, nee. Also da fand ich Nagelsmann Fußball schöner anzusehen. Wenn auch natürlich mehr Harakiri und so. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber das ist halt immer Geschmackssache. Alonso sollte kein Thema bei uns sein. Der hat noch keine Erfahrung und wir haben einen Top-Trainer. Ich glaube schon, dass Alonso Erfahrung hat. Nochmal. Jeder Spieler, der auf diesem Niveau gespielt hat, also Leute, da müssen wir nicht davon reden, dass er keine Erfahrung hat. Dass wir einen Top-Trainer haben, stimme ich dir zu. 100 Pro. Die Frage ist, ob er der richtige Mann für die Ausrichtung des Vereins sein wird. Finn Guerrero und Kim als Außenverteidiger zu langsam. RV und RV müssen unbedingt spätestens im Sommer geupdatet werden und einen Sechser brauchen wir auch. Wir haben nur Achter. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was man von den Außenverteidigern erwartet, ob sie schnell oder langsam sein müssen. Ja, die Medienexperten lieben Kimmich, aber trotzdem ist er, wir haben es ja gerade gesehen, hier in der Kicker-Rangliste nur Platz 7, wa? Und nur noch, was war das? Nur noch internationale Klasse. Frech, oder? Den Kimmich da so schlecht darzustellen. Ah. Wie hat Sepp Meier gesagt, es gibt sehr gute Torhüter und es gibt Bayern-Torhüter. Ja, so ist es auch mit Trainern. Aber guck dir an, welche Trainer bei uns gescheitert sind. Also, guck mal, selbst ein Carlo Ancelotti, wir haben ja vorhin hier gehabt, so, du musst einen alten, erfahrenen Trainer, Carlo Ancelotti ist bei uns gescheitert. Der bei Real Madrid die Champions League am Fließband gewinnt. Also, ne? Ist halt immer nicht alles so einfach. Klar ist Alonso besser als Nagelsmann. Nagelsmann war kein Fußballer, Alonso ein Weltklasse-Spieler sogar. Das ist großer Unterschied. Nagelsmann ist ein Möchtegern-Trainer. Das sehe ich anders. Aber das werden wir vielleicht nächstes Jahr sehen, wenn er in Dortmund ist. Man soll nicht alle 6 Monate seinen Trainer wechseln. Was soll denn das? Ja, da stimme ich dir zu, dass man das nicht soll. Ich finde Alonso sogar cooler als Guardiola. Ja, Alonso kann schon echt die Zukunft gehören vielleicht, ne? Ich sehe ihn da auch weit vorne bei den Trainern. Kovac war dann schnell weg wegen Müller, ja. Ancelotti war auch schnell weg wegen Müller. Nagelsmann war auch nicht lang da, ja, der war wohl nicht lang da wahrscheinlich auch wegen Müller und Manu, so Kimmich und so, die waren ja ganz dicke mit dem Nagelsmann, also an denen wird es nicht gelegen haben. Weiß ich nicht. Aber man wusste ja auch da, also man hat ja, das ist ja auch wieder das Skurrile. Man wusste ja, ich verpflichte den Julian Nagelsmann, da wusste man ja genau, was man sich ins Haus holt. Man wusste, der ist locker drauf, der kommt auch mal mit, was weiß ich, mit dem Hoverboard zum Training und kommt da nicht irgendwie mit dem Chauffeur angedudelt oder sonst was. Das wusste man ja, wo man sich einen Nagelsmann ins Haus geholt hat. So. Und dann schmeißt man raus am Ende wegen den Sachen, oder was? Also, bitte euch. Ja, Longboard ist doch, ihr wisst doch, was ich meine, ey. Aber das wusste man doch vorher, wenn ich mir den Trainer ins Haus hole, oder nicht? Wild. Musiala und Sané lieben den Tuchel. Mit beiden will der Verein verlängern. Tuchel wird mindestens bis zu deren Vertragsverlängerung bleiben. Aha. Das glaube ich nicht.
Weil der Kimmich der allerwertesten Bruder. Ein Spieler hat so viel Macht, dass der Trainer Angst hat, trotz seiner Leistung. Ja, anscheinend ja. Ja, anscheinend, ich weiß es nicht. Nochmal, ich kann es dir nicht sagen, was mit dem Kimmich nicht stimmt. Jetzt seinen Vertrag selbst verhandelt. Vielleicht hat er dem Brazzo die Stammspielerklausel untergeschoben. Also anders ist das leider nicht mehr zu erklären, ne? Ich glaube auch nicht, dass ein Musiala Fan vom Tuchel ist. Hat man gerade am Anfang gesehen der Saison. Ich glaube auch, dass da nicht so... Ich glaube generell, Tuchel hat einen schweren Stand bei den Spielern. Bei vielen Spielern. Sieht man ja auch irgendwie an der Entwicklung dieser Spieler, oder? Haben wir ja vorhin schon gehabt, so welcher Spieler ist unter Tuchel besser geworden? Außer Liboy. Liboy ja. Und sonst? Ich sehe keinen. Nagelsmann hat keine Erfahrung als Fußballer und kann kein guter Trainer sein. Nee, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Zwei beste Saisonspiele gegen Dortmund und Stuttgart haben wir ohne Kimmich gespielt. Ja. Das haben wir jetzt schon mehr als einmal durch, das Thema. Unter Pep haben wir den schönsten Fußball gespielt. Eine Zeit lang haben wir also wirklich schön Fußball gespielt, aber zum Ende war es auch echt wild. Also den schönsten Fußball persönlich, so die letzten Jahre, würde ich sagen, unter Jupp. Weil Jupp hatte so die perfekte Mischung. So, Jupp war Ballbesitz-Fußball, wenn Ballbesitz war, aber es war genauso Fußball, ach ja, komm, wir lassen uns mal ein bisschen fallen, lassen mal den Gegner kommen und wir kontern die eiskalt mit super Kombinationen aus. Also das war schon beides so in Perfektion. Aber es ist immer Geschmackssache, ne? Der eine mag 80% Ballbesitz, Fußball, keine Ahnung. Der andere mag Spiele wie gegen Stuttgart mit 40% Ballbesitz, dafür schnell, schnörkellos nach vorne gespielt. Das ist immer Geschmackssache. Klopp und Tuchel haben zumindest Fußball gespielt. Ja, aber gut, die waren ja beide auch nur Würste im Fußball. Das ist ja kein Argument, Alter. Nagelsmann hat auch Fußball gespielt. So, ich glaube, ein Klopp und Tuchel haben auch nicht höher Fußball gespielt wie Nagelsmann, oder? Das ist kein Argument, Alter. Ja, na klar, wenn du wie Guardiola oder wie Zidane oder wie Alonso auf so einem super hohen Niveau gespielt hast, hast du es natürlich viel, viel leichter als Trainer. Das sehe ich schon, aber zu sagen, nur weil ich jetzt nicht super hoch Fußball gespielt habe, kann man kein guter Trainer sein. Nee, das fühle ich gar nicht, diese Aussage. Keine Ahnung, wenn du dein Leben lang nichts mit Fußball im Hut hattest und kommst dann einfach dahin und machst einen Trainerlehrgang, ja, dann bin ich bei dir. Ja, aber die Leute haben ja trotzdem was mit Fußball am Hut gehabt. Also nee. Klopp ist kein genialer Trainer, was fußballisches Können angeht, aber er ist ein großer Motivator. Man kann Klopp gleich mit Guardiola bewerten. Klopp ist der Übermotivator, Alter. Klopp ist wie Dioni das in 300. Das ist Klopp original als Trainer. Ah. Ja, mein Gott. Ihr wisst doch, was ich gemeint habe. Longboard oder... Mein Gott. Ball fliegen wir durch die Luft, ist doch alles gut. Der Nagelsmann hat Musiala so krank gespielt, dafür ist jetzt Sané unter Tuchel besser. Verrückt. Ja. Der Nagelsmann haben die Spieler gefühlt mehr Freiheiten gehabt. Gerade vorne. Ja. Dass wir dafür kranke Kombinationen teilweise gespielt haben. Guck mal, da war selbst der Schupu stark. Im Kombinationsfußball. Und Sané war auch eine Zeit lang unter Nagelsmann stark. Da, wo er halb links gespielt hat. Wo er über halb links gespielt hat, war er richtig stark auch unter Nagelsmann.
Nee, Flick habe ich extra nicht genannt, obwohl wir unter Flick ähnlichen Fußball gespielt haben wie unter Heinkes. Aber es kann ich dem Flick nicht, nee. Nee, das kann ich dem Flick nicht zugute halten. Das war nicht sein Verdienst, wie wir da gespielt haben. Ist aber nur meine Meinung. Jupp, 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 jupp. Leverkusen ist besser als Bayern. Auf was bezogen? Was ist das wieder für eine Aussage? Rot ist schöner wie schwarz. So, musst du schon ausführen, Jan. Dann kann ich da gerne was zu sagen. Ich fand auch den Fußball unter Jupp am geilsten. Ja. Wie gesagt, ist immer Geschmackssache, ne? Ich fand's schon ziemlich gut, ey. Würde Grimaldo als Linksverteidiger feiern, wie man so einen übersehen konnte. Leverkusen wird uns hassen, wenn wir Alonso noch 2 bis 3 Spieler holen. Ja, dann kaufen wir wieder die Bundesliga kaputt, kennt man doch. Ja. Mittlerweile glaube ich, ist es egal, wer in der Seitenlinie steht, sondern nur, ob die Herren auf dem Platz Lust haben oder nicht. Ja, ist auch so. Sieht man ja auch, wie oft die Leistung rapide während eines Spiels schwankt. Ja, Niklas, ist 100%. Deswegen, es wird keinen Sinn machen zu sagen, ich verpflichte jetzt einen Alonso und wir behalten dieselben Spieler, die jetzt gerade da rumdümpeln. Der wird dieselben Probleme haben. Definitiv. Also wir brauchen ja nicht darüber reden, dass Tuchel kein guter Trainer ist. Also. Es ist einfach Zeit, dass da ein bisschen was umgekrempelt wird. Vielleicht würde Alonso die Spieler mehr in den Konkurrenzkampf schicken, ja, als es ein Tuchel tut. Wird vielleicht schon ein bisschen was ändern, aber am Ende des Tages müssen da mal diese gestandenen, alteingesessenen, satten Spieler endlich mal entweder wirklich richtigen Konkurrenzkampf spüren oder sie müssen halt einfach ausgetauscht werden. Ich bin Bayern-Fan, aber ich feiere Alonso so krass. Der lässt so einen geilen Fußball spielen. Hoffe, dass der Tuchel im Sommer ablöst. Würde dafür sogar die Meisterschaft dieses Jahr opfern. Wenn das so einfach wäre, du. Aber man kann doch auch einen Alonso feiern. Man kann auch Leverkusen feiern als Bayern-Fan. Die spielen halt einfach guten Fußball. Du kannst auch Stuttgart feiern. Stuttgart spielt auch einen supergeilen Fußball. Aber die spielen beide einen besseren Fußball, als wir es tun, diese Saison. Da brauchen wir nicht drüber reden. Zumindest das, was ich gesehen habe bisher. Nagelsmann zu unterstellen, er hätte keine Kompetenz, finde ich sehr schwierig. Ja, fühle ich auch nicht. Also, bitte euch. Aber mit Jupp gebe ich dir recht, eine Mischung aus Jupp und Guardiola wär's. Wirtz muss meiner Meinung nach kommen, wenn er ins Ausland geht, dann wird man keine Chance mehr haben, ihn zu bekommen. Dass man so hört, er würde dafür brennen, zu uns zu kommen. Tja, hat man damals beim Harvards auch gedacht und ja. Wir werden sehen. Aber ja, Wirtz ist schon eine Maschine, was ich gesehen habe. Ja, der Umbruch muss ja schon seit Jahren her, ne, GB? Das verpassen wir ja schon seit 2 Jahren, ey. Oder sagen wir mal seit 1,5. Also diese Saison und davor die Saison. Wir haben es ja letzte Saison gesehen, dass der Umbruch hätte herkommen müssen. Also, man hat es wieder nicht durchgezogen dieses Jahr. Man hat wieder die gleichen Scheiß. Wir haben's, guckt euch mein Saisonfazit an von letztes Jahr. Ne? Das werden wir dieses Jahr wieder sagen. So, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich nicht das Glück haben, die Meisterschaft geschenkt zu bekommen, weil dieses Mal ein starkes Leverkusen da ist. Ja, bin gespannt. Stimmt das, dass der ehemalige Präsident für Vizekusen sich die Rechte hat einschreiben lassen für Vizekusen? Nee, der Verein Vizekusen hat sich die Rechte für Vizekusen als Marke einschreiben lassen. Ne? Eine Umbruchfolge vom Taktikfuchs für die kommende Saison wäre doch mal ein nettes YouTube-Video, oder? Ach, da müsste ich mich ja erstmal beschäftigen. Da müsste ich mich ja erstmal mit Spielern beschäftigen, die dann die Spieler ersetzen.
Aber Hoeneß traue ich einiges zu. Erste Halbzeit VfB, VS Leverkusen war vom Allerfeinsten und Stuttgart hat sich leider nicht belohnt. Ja, das war wirklich stark. War halt Fußball als Mannschaft, ne? Das war schon wild. Ja, der Umbruchvolle kannst du ja ganz einfach machen. Ja, wir haben es ja gerade schon, da oben hat da schon jemand die Ausstellung drin gehabt. Also alle deutschen Nationalspieler, die gerade da sind, abgesehen von Musiala, gut, Müller ist ja auch noch Nationalspieler, der ist ja eh nur noch ein Jahr da, musst du aussortieren. Punkt. Fertig. Weil keiner die Eier hat, in unserem Verein die in Konkurrenz zu setzen. Ja, genau, GB. Einfach das Fazit der letzten Saison angucken, da habt ihr das alles. Da haben wir das alles aufgearbeitet. Und wir haben auch aufgearbeitet, dass nichts passieren wird. Und wie ist es gekommen? Wenn ich mal so viel Vorhersagekraft im Lotto spielen hätte, wie es beim FC Bayern hätte. Junge, Junge. Ja, aber das liegt ja an der individuellen Klasse, die da ist. Wir spielen ja diese Saison auch keinen guten Fußball. Und das reicht ja trotzdem. Wir sind 1 Punkt hinter Leverkusen, wenn wir das Nachholspiel gewinnen. Also. Das liegt halt einfach daran, dass, ja, guck dir den Marktwert unseres Kaders an, Alter. Ist wahrscheinlich der Marktwert so hoch wie der Rest der Bundesliga. Also. Hönes wird safe irgendwann unser Trainer, das ist der Plan, denke ich. Ja, irgendwann wird er mit Sicherheit mal bei uns Trainer werden. Der ist ja noch jung. Der hat ja noch 40, 50 Jahre vor sich. Da ja Hönes heiß, wird er mit Sicherheit irgendwann mal beim FC Bayern landen. Also, wenn er seinen Weg weitergeht, den er gerade einschlägt. Also. Man hat einfach nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft eine Serie hinlegt. Nee. Man hat halt nicht das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist. Ja, er hätte noch nicht mal den Umbruch machen müssen, der Tuchel, ne? Er hätte ja einfach mal alle Spieler in Konkurrenz setzen können. Das ist, was mich auch enttäuscht am Tuchel. Aber es hat mich schon letzte Saison enttäuscht, weil er denselben Stiefel durchgezogen hat. Und was dann noch mehr enttäuscht, sind seine Aussagen halt immer. Einmal ist der Spieler zu jung, dann ist der Spieler, dann muss er erst eine Torbeteiligung haben, damit er meine Startelf stehen darf. Dann hat er die Torbeteiligung, dann sagt man, oh nee, das läuft ja so gut. Wir machen das jetzt immer so, weil das ja so gut läuft. Jetzt, nein, jetzt bringe ich den immer nur 10 Minuten rein. Alter, der hat für jeden Spieler eine andere Ausrede gefunden, warum die Spieler nicht mal eine Chance bekommen. Also das ist zum Kotzen halt einfach. Und das enttäuscht mich auch. Ja, der ist gut. Der Kicker hat ja schon einen Artikel geschrieben für nächste Saison. Sind bis auf Kane, Müller und Neuer keiner unverkäuflich. Ja. Ich glaube, denselben Mist haben wir schon letzte Saison erzählt. Nochmal, wer soll diese Spieler kaufen? Wer soll denn einen Gnabry kaufen, der 17 Millionen Jahresgehalt verdient? Wer soll einen Coman kaufen, der 17 Millionen Jahresgehalt hat? Ein Kimmich findest du einen Abnehmer für, ja. Aber wer soll einen Leon kaufen, der wahrscheinlich auch um die 17, 18 Millionen Jahresgehalt hat? Wer soll das bezahlen? Wer soll diese Spieler kaufen? Ja, Sané wirst du jetzt vielleicht gerade los, weil er eine gute Hinrunde gespielt hat. Ja, wenn der Sané so spielt, wie er jedes Jahr spielt, wird er in der Rückrunde einbrechen und dann wird es auch wieder so sein. Wer soll diesen Spieler kaufen? Das ist so das große Problem. Die sind halt einfach überbezahlt. So, dann musst du Glück haben, dass irgendein englischer Topclub da oder irgendwie so ein neu gegründetes Newcastle oder sowas, die den Geldkoffer locker sitzen haben. Oder du musst Glück haben, dass die Spieler nur aufs Geld gucken und nach Saudi-Arabien freiwillig gehen. So, wer soll die Spieler kaufen, Alter? Die wirst du doch nicht los. Und warum sollten die auch wechseln aus ihrer Wohlfühl-Oase? FC Bayern. Warum sollte ein Kimmich wechseln? Das ist das ganz große Problem. Wenn es doch Angebote gegeben hätte vor der Saison,
Dann wäre der eine oder andere ja auch weg gewesen. Aber die haben ja alle gesagt, Gnabry, Goretzka, Kimmich, alle haben gesagt, nee, nein, wir bleiben beim FC Bayern, ist uns scheißegal. Wir möchten gerne hier beim FC Bayern bleiben. Ja. Fragt euch immer warum. Eigentlich müsste man gar keinen holen im Winter, wenn man Kimmich auf rechts packt und Pavlovic auf der 6. Ja, bin ich bei dir. Man sollte trotzdem dann so ein Eric Dyer holen, wa? Weil gerade nur 2 Innenverteidiger da sind und Goretzka als Innenverteidiger gegen Basel war grottenschlecht. Ich weiß nicht, ob das ein Statement war, so ich habe keinen Bock auf diese Position. I don't know, weil vorher war es eigentlich immer noch relativ okay. Den solltest du vielleicht holen, so als Backup dann nochmal, ne, falls jemand ausfällt. Aber ja, wenn man die Eier dafür hätte, könnte man das so machen. Nein, hat man auch nicht. Ich hab auch nicht das Gefühl, dass wir mal, vor allen Dingen, dass wir mal irgendwie 8, 10 souveräne Spiele machen. Da kannst du ruhig mal unentschieden bei sein gegen eine gute Mannschaft, weißt du? Aber dass man mal dieses Gefühl hat, so, nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht, leider. Jupp, Fußball bleibt unerreicht von 2013. Danach wurde es kontinuierlich schwächer. Es wurde alles überrannt. Heute sind sich fast alle zu fein dafür. Jo. Sané, sein Vertrag wird nicht verlängert werden. Ja, aber du willst ihn ja nicht ablösefrei gehen lassen. So, das war ja auch das Problem bei Gnabry. So, man wollte ihn nicht ablösefrei gehen lassen, deswegen hat er 17 Millionen gekriegt. Und seitdem schaukelt er sich die Eier. Und warum verdienen die alle so viel? Weil man damals einen Sané verpflichtet hat, der 20 Millionen bekommen hat. Dann hat ein Koman gesagt, der vorher 12 Millionen verdient hat. Leute, hört mal zu, ich bin ja jetzt wohl nicht so viel schlechter wie er. Und hat ein Koman auch auf 17 Millionen hochgeschoben. Ein Jahr später war Gnabry dran. Wo der Vertrag schon ausgelaufen ist. Oder am Auslaufen war. So, Gnabry hat dann natürlich gesagt, ja, Alter, ich bin hier aber mindestens so gut wie der King ist. Also hier, ne, jetzt will ich aber auch die 17 Mille. Jo. Dadurch ist das entstanden. Das ist das ganze Problem. Ist das eine Zeit, wir können loslegen? Ja, es passt doch, Olli. Da, wo ich zum Ende komme, legst du los. Ah. Ja, das ist doch das Problem. Allein schon die Sané-Verpflichtung. Also diese Verpflichtung war gut, ja. Aber du musstest ihm ja mehr Gehalt zahlen, als er bei Manchester City verdient hat. So, wenn ich mich immer so hinstelle, wir sind der große FC Bayern, das ist ein deutscher Nationalspieler, ist nicht unangefochtener Stammspieler da muss es doch reichen, dass ich sage, pass mal auf, Lieboy, guck mal, du konntest jetzt beim FC Bayern kommen, verdienst dasselbe wie da und alles ist schicki. So, daran hast du doch schon gemerkt, ne? Wir brauchen halt einfach wieder Spieler, die zum FC Bayern wollen. Und nicht, weil man mehr Kohle zahlt als der Verein, wo man sie herholt. Das ist so das ganze Thema, was wir haben. Und dass dann, wenn du einen so einen Spieler holst, dass dann die anderen alle nachziehen wollen von der Kohle her, gerade aufgrund der Leistung, die Sané gezeigt hat, ist ja wohl verständlich, oder? Sollen wir nicht drüber reden. Chris, servus. Und frohes Neues, Sascha. Ja, das war grottig von Goretzka. Also das war wirklich schlecht. Ich hatte eigentlich noch so gedacht vor dem Spiel so, ja, eigentlich Innenverteidigung kannst ja zur Not, sollte jetzt wirklich nochmal einer ausfallen, so bis Minja wieder da ist, stellst halt einen Leon hin, ne, wird schon reichen, hat ja die Spiele vorher auch gereicht. Obwohl ich dann die Leistung gesehen habe gegen Basel, also du musst einen Innenverteidiger verpflichten. Kommst du nicht drum herum. Kimmich wird wechseln wollen, wenn er auf der 6 abgelöst wird. Ja, natürlich wird er das wollen. Aber dafür muss ihn ja ablösen. So. Weißt du? Hättest ihn ja schon ablösen können vor der Saison. Hat man ja nicht gemacht. Wir müssen die Talente benutzen, so wie Barca, die lassen auch 17, 18 von Anfang an spielen. Ja, gehe ich voll mit, diese Strategie. Würde ich voll fühlen.
Aber bleib auch dabei, auf Favorit setzen, und zwar die Rückrunde, und dann im Sommer entscheiden, wie es weitergeht. Ja, das werden wir sehen in der Champions League. Wie gesagt, wenn Kimmich Sechser spielt, gehe ich da auch mit. Also dann wird es schwer werden. Was mich an Sané wütend macht, ist nicht die übliche Medienkritik. Dieser Mensch, Leroy, hat das Talent, der Beste der Welt zu sein. Bin kein Fan von Haaland oder Mbappé, aber diese Typen sind jedes Jahr besser auf dem Platz. Und bei allem Respekt, ich sehe einen Sané als einzigartigen Fußballer. Das macht mich mehr traurig als wütend. Er kann alles. Ja, aber das ist ja immer so. Guck mal, wie viele Spieler gab es? Ja, vielleicht nicht, die alles konnten, so wie es jetzt vielleicht beim Leo ist. Aber wie viele Spieler gab es, die Riesentalent hatten und haben es nicht hingekriegt? Und wie viele Spieler gibt es auch, die vielleicht nicht so das Talent hatten, aber durch Einstellung überzeugen und deswegen gute Spieler sind? Ja, nimm nur die ganzen Arbeitsschweine, die wir bei uns im Verein hatten. Ja, kannst du durchgehen. Vom Brazzo, Jeremies, Fink, Tarnath und so weiter und so weiter. Das waren ja alles keine Koryphäen, Alter. Oder die großen Fußballer oder die großen Leader. So, aber die haben einfach geackert, die haben gemacht, getan. Ne? Das ist halt so. Du bist halt nur ein richtig großer, wenn du beides hast. Das Talent und die richtige Einstellung. Und das fehlt beim Dio halt. Aber das ist auch nichts Neues. Das wusste man aber auch schon, wo man ihn verpflichtet hat von City. Also hat er da schon 2 Jahre genauso performt, wie er jetzt bei uns performt. Ja. Naja, City hat ihn genau deswegen abgegeben. Der Pep ist ja nicht doof. Also er hat ja da genauso gespielt wie bei uns. Mal hopp, top, 10 Spiele und dann wieder 15 Spiele nicht zu sehen. So, das war ja das Problem auch schon auch dort. Ja. Über was reden wir? Ob 20 Meter oder 15? Mal ganz im Ernst, kommen die klar mit ihrer Welt? Die haben ausgesorgt für 300 Jahre. Einfach krank. Noch mit Fußball für Fans unattraktiver, weil es sich immer mehr von der Realität entfernt. Ja, aber das ist ja schon ewig, ne? Das ist ja schon ewig weit. Und das wird ja nur schlimmer werden, die nächsten Jahre. Champions League gibt mehr Geld. Die alte Weltmeisterschaft der Clubs gibt mehr Geld. Also du wirst ja bald dahin kommen, dass diese 25 Millionen, die Harry Kane bei uns verdient, sehr wahrscheinlich dann bald Standard sind. Für jeden Spieler, der ein bisschen heraussticht. Nee, Sascha, so weit sind wir noch nicht. Wir warten erstmal, bis die Saison wieder losgeht. Dann werde ich einen Stream mit den Bricks machen. Also mit dem Olli. Dann gucke ich mal, ob das was für mich ist, ob das was für ihn ist. Und wenn das was für uns ist, dann werden wir danach dann auch andere dazu holen. Zumindest ist so der Plan. Aber da müssen wir halt auch ein paar Themen so haben, die wir dann vorgeben oder sowas. So ist der Ablauf. Özil war besser als Sané. Also da rennst du bei mir leider keine offenen Türen ein mit. Der Özil war für mich einer der überschätztesten Spieler, Alter. Den kannst du ungefähr mit dem Sané gleichstellen. Der hat auch ganz, ganz viel Talent gehabt. Und wenn er Bock hatte, war er wirklich richtig, richtig stark. Aber hat genau dieselben Probleme gehabt wie der Sané. Hat so oft keinen Bock gehabt und nee. Nee, rennst du bei mir keine offenen Türen mit ein. Ja, war bei City aber auch nicht konstant, sonst hätte Pep ihn nicht abgegeben. Also, ne. Mentalität ist wichtiger als Talent, ja, GB. Olic, Perisic, Mandzukic, ja, du kannst es durchgehen halt, ne. Gibt's ganz, ganz viele Spieler bei uns. Und die waren auch alle super wichtig. Genau so einen Spieler haben wir gerade nicht, ne. Wir haben doch gar nicht über Davies geredet. Ja klar will der jetzt auch 17 Millionen haben. Ist doch logisch, Alter. Ist doch gerade, was ich sage. Du hast halt ein Gehaltsgefüge, was von Gut und Böse entfernt ist. Ja, das ist das große Problem.
Wegen einem Spiel sollte man Goretzka nicht verurteilen. Ich verurteile Leon ja auch nicht. Er hat einfach den Eindruck gemacht, dass er keinen Bock auf diese Position hat. Und wenn dem so ist, dann musst du halt zusehen, dass du einen Innenverteidiger kriegst. Naja. Sehr genervt, wieder von der Bank zu kommen und war die ersten Minuten einfach zu offensiv. Er war die komplette Halbzeit schwach. Also, es war ja nicht nur die ersten Minuten. Aber ist ja auch okay. Mein Gott. Ist doch okay. Er ist halt eigentlich eher der Bock hat, nach vorne zu rennen und soll dann Innenverteidiger spielen. Ja. I don't know. Wenn er da keinen Bock hat er keinen Bock, dann ist das so. Deswegen sage ich ja, du musst halt einen Innenverteidiger verpflichten und fertig. Die Fantasy-Entscheidung hier verdienen. Ja, und dann jetzt musst du nochmal ausrechnen, welchen Prozentsatz du von deinem Verdienst zahlst, um ins Stadion zu gehen. Dann wird's richtig wild. Ich freue mich auf Saragozza. Gotza, ich habe keine Ahnung. Ich freue mich auch auf ihn. Bin gespannt. Könnte uns gut tun, denke ich. Guck mal, das war ja, was wir früher immer oder oft hatten, ne? Wir haben einfach mal noch so eine Maschine verpflichtet, so einen jungen Wilden außen, so die dribbeln, die Gas geben, ob es ein Shaqiri war und so weiter. Das haben wir die letzten Jahre gar nicht. So immer die 3 gleichen Birnen, die da rumeiern, Alter. Gnabry, Coman, Sané, in keinerlei Konkurrenz zu irgendwas. Ja, da war mal ein Perisic da, der durfte dann zwischendurch mal. Aber warum nicht einfach so 1, 2 junge Wilde dahinter, aber die musst du dann halt auch mal Gas geben lassen, ne? Das ist ja so das Ding. Und wenn der Tuchel Trainer bleibt und wenn die Spieler bleiben, wirst du vom Saragozza wahrscheinlich auch nichts sehen. Ich würde Goretzka auch eine gute 6 zutrauen. Ja. Ja. Wenn er da Bock zu hätte, wenn man mit ihm sprechen würde und er würde sagen, ja, kann ich mir vorstellen, glaube ich, könnte ein Leon ein richtig guter Sechser sein. Ja. Wenn du mich dazu holst, wird es eine Comedy-Sendung mit Schweizer Akzent. Ich mag Schweizer Akzent, ist kein Problem. Ach du grüne Neune. Die hat Schwarm, der Olli verfällt dann noch in sein Kölsch und ich mach den Ruhrpottler. Alto Belly. Da müssen wir das aber echt unter Comedy laufen lassen, anstatt unter Fußball. Ja, Martinez war halt ein riesengroßer Verlust. Öse hatte schon auf dem Platz ein Kopfproblem und nach der Karriere noch mehr. Ja, I don't know. Wie gesagt, das ist. Ich und Öse sind nie auf einer Wellenlänge gewesen. Ja, Davies wird entweder im Sommer wechseln oder man wird verlängern. Eins von beiden wird passieren, ja. Dunja, hello, worum geht's grad? Querbeet, das, was im Chat steht. Ach, Olli, werf dich du nicht raus. Ich verurteile, geh mich lebenslänglich auf die Bank. Eieiei. Ja, schauen wir mal, wie der Saragozza wird. Hoffentlich darf er spielen, das ist so das Ding, wa? Ja gut, Tolisso hat halt absolutes Pech bei uns gehabt, ne? Leider. Es war auch ein mega Spieler eigentlich. Aber leider dauerhaft verletzt, ey. Wild. Der hätte ja wirklich die Scheiße am Fuß gehabt. Ja, ganz genau, Olli. Man braucht einen Trainer, der ihn dann aufstellt, ja. Zaragoza. Wow. Zaragoza. Ich dachte, er wäre ein cooler Spieler mit Saragozza, weißt du? So auf Zagos bezogen, aber gut. Mit Untertitel. Goretzka war früher gut gewesen, aber momentan verhält er sich aggressiv auf dem Feld, was er am besten kann. Hm.
Ich glaube, Leon ist halt auch nicht so gut zu sprechen auf dem Tuchel, ne? Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ja, Guerrero auf der 8 ist schon gut. Also war schon. Aber er muss, ja, gegen Stuttgart war es gut defensiv. Aber ich weiß nicht, ob er immer so defensiv stark neben Pavlovic ist. Aber gegen Stuttgart war es schon echt gut, die beiden, ne? Ich hoffe, dass er einen davon ablöst auf Außen. Warum nicht? Aber es ist ja schon mal wichtig, dass überhaupt mal da jemand hinkommt und hoffentlich auch in den Konkurrenzkampf gehen darf auf Außen. Dass da einfach mal ein bisschen frischer Wind reinkommt und die einfach auch mal ein bisschen Druck spüren. Vielleicht ist das auch da gerade das Problem bei Coman so ein bisschen. Dass er im Moment hat, ja gut, jetzt ist der Müller so ein bisschen rein, aber den hat der Tuchel ja die ganze Zeit komplett ignoriert. Und dass der Coman einfach keinen Konkurrenzdruck mehr gespürt hat. Vielleicht braucht er das einfach so ein bisschen. Wir werden sehen. GB, wenn du einen schwäbischen Akzent hast, ne, dann musst du hier nicht immer hier rumreiten auf Gotza und Leech und sowas, ne, Kollege. Das werden wir dann aber nochmal im Talk ausdiskutieren. Ja, ja. Schon jemand Infos, wann der Eber starten wird? Nächste Saison. Ja. Brauchst du mir nicht erzählen mit dem Kimmich, dass er immer spielt, dass das andere Spieler kritisch sehen. Mm, 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 mm. Ja gut, dass wir nicht keine Verfechter der Nationalmannschaft sind. Und ist doch okay, warum sollen die, ich denke, die Fußballwelt hat schon genug über Deutschland gelacht die letzten Jahre. Was die Nationalmannschaft anbelangt, also können sie das doch auch weiter tun, ist doch alles gut. Ach, Kimmich. Lass den Kimmich mal in Ruhe. Der kann jetzt mit seinem Schnäuzer kann er auch wieder stolz über den Platz laufen. Und solange er das über die rechte Bahn macht, ist mir das alles gut und lieb. Und noch keinen Fußball so laufen sehen. Na, dann guck dir mal an, wie der Musiala läuft. Da kannst du aber auch einen Lachflash kriegen. Das ist der Schnäuzer. Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube auch, wenn ein Kimmich weg wäre, wo er noch niemals, glaube ich, was für kann, habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Ich glaube, das wird der Mannschaft gut tun. So von wegen Verantwortung auf mehreren Schultern und so. Ja. So, Leute. 3,5 Stunden, ich mache Feierabend. Der Magen sagt, iss was. Und von daher. Genau. Glück auf zum Ende ist perfekt, Niklas. Guten Hunger, ich muss mir erstmal was zaubern. Nein, der Kai hört auf. Der hört auf. Der hört auf. Ja. Leute, ich bedanke mich für den Stream. Hat mir mega Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch euren Tipp raushauen für Freitag. Aber es kommt ja Donnerstag auf jeden Fall auch noch, ich denke mal, Pressekonferenz, ne?
Können demnächst mal, wenn Deutschland spielt, einen Live-Leicester-Stream machen. Das könnte man gerade mal machen. 5-0. Was für Hoffenheim, oder was? 3-2. Ich weiß noch nicht. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Also natürlich ein Sieg für uns, ne? 1-1. Oh, GB, was ist da los? (1-0). Der Schwabe kommt da raus, ne? Na, sei ehrlich. Okay. Dann beschließe ich hier, mit gute Freunde kann niemand trennen, ne? In Erinnerung an Kaiser. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Live sehen wir uns nächsten Montag. Ansonsten vorher auf YouTube natürlich, ne? Tschüssi. Augsburg gegen Leverkusen zu Hause. Nee.